Ja, dann begrüßen wir euch alle Guten für das Gemeinderatssitzung heute um 9. März. Wir haben als ersten Punkt von unserer öffentlichen Sitzung die Approbation vom Ordre du Jour. Gehen zum Ordre du Jour von heute remarken. Da gebe ich den Ordre du Jour, so wie ich vier Leute zum Wort stelle, wenn das verstanden. Das ist dann unanim. Zweiter Punkt vom Ordre du Jour als die Approbation und Signatur von den Procès-Verboen von unserer letzten Gemeinderatssitzung vom 26. Januar des Jahres. Gehen jetzt zu den Rapporten remarken ihrerseits. Dann gebe ich auch das Procès-Verboen zum Wort stellen. Wen hast du da verstanden? Das ist dann auch unanim. Wir gehen Procès-Verbot rundherum, für das ihr auch könnt unterschreiben. Voilà, dann kommen wir auf den dritten Punkt vom Ordre du Jour, wo wir 3 Rapports annuellen unholen und wo wir das auch jeweils werden präsentieren. Den ersten Subpunkt aus dem Rapport annuell von 2025 vom Klimapakt. Die wisst, wir sind als Gemeinde, wie auch ganz viele andere Gemeinden, ein Klimapakt-Gemeinde an haben verschiedene Ziele und auch Punkte, die man erreichen, respektive Prozentsätze, die festlegt, wo wir aktuell stehen. Und voilà, ich bin für diesen Punkt froh, dass wir von Schroeder Associé den Thierry Schaak bei uns haben, den uns den Rapport wird präsentieren und wo wir dann auch einen Rundgeben abmachen, für diesen Rapport auch zu diskutieren, ehe wir dann zu dem Wort übergehen. Herr Schaak, ich gehe nicht dann tot. Merci für die Anleitung. Die Idee ist für heute, wie gesagt, denke, zu gucken, wo stehen wir allgemein am Klimapakt. Ich will auch wieder eine kleine Anleitung machen, denke, so, was sind Ziele vom Klimapakt. Dann gucken wir, wie gesagt, was das Stand von Prozenten. Aber im Kapitel sind wir mehr stark, wo sind wir vielleicht mehr schwach. Da wollte ich auch die Indikatoren präsentieren. Natürlich gibt es verschiedene Indikatoren, wie zum Beispiel den Wasserverbrauch und den Energieverbrauch von den Gebäuden. Und dann einen kleinen Ausblick auf die verschiedenen Zertifikationen an, was die nächste Stadt ist. Der Klimapakt basiert auf einem Gesetz, das 2021 gestimmt ist. Der Klimapakt 2.0 lebt bis 2030. Das Hauptobjektiv vom Klimapakt ist, dass das Gemeng eine faire Rolle auf Punkto Energie- und Klimaschutzpolitik anhält, das global denken, lokal handeln, dass das Gemeng schon engagiert, auch Treibhausgasemissionen an den Energieverbrauch zu reduzieren. Und da sind durch die verschiedenen Maßnahmen noch die lokalen und die regionalen Investitionen respektive Wirtschaft stimuliert. Die das so an der Region am Land bleiben, also nicht wo da sind viel Petrol aktiv, die dann einer Leute von den finanziellen Moyen profitieren. Was sind Pflichten von der Gemeinde? Immer die European Energy Award umzusetzen, natürlich Klimapakt basiert auf einem Maßnahmenkatalog vom European Energy Award. Das Gemenge Energiekontabilität realisiert, das ist für Klimapakt als die Energiekontabilität an keiner Gemenge von gehen, natürlich Gemengen, wo sie nicht unbedingt was verbrauchen, die Gebäude, einen Energiestrom, aber auch Wasserverbrauch, da wird schon die Energiekontabilität geändert, geht ein Klima schaffen, geht ein Klimateam, es gehen sich objektiver sinnig gesagt, gehen auch gestimmt gesehen. Und im Jahr soll dann auch das EEA-Programm natürlich heute Bilan am Gemengerat festgestellt gehen. Wichtig ist dann noch am Kader vom Klimapakt 2.0 die regionale Zusammenarbeit, die auch so ein am Natur- und Geopark auch vorbildlich funktioniert. Voilà. Wenn die Gemeinde wie gesagt anhält, da gibt es eben eine finanzielle Unterstützung, natürlich jährlich Subsidien, sie kriegen aber eine technische Unterstützung in Form vom Klimabüro, natürlich in Form von Menge Personen, die verschiedene Instrumente für die Gemeinden zu unterstützen, wie zum Beispiel der Maßnahmenkatalog, eine Software für die Energiekontabilität, und gibt natürlich auch ein Helpdesk von der Klimaagenz, den für alle möglichen Fragen auch immer berät ist. Weil der Klimapakt selber basiert auf einem Bewertungskatalog. Die Bewertungskatalog hat 6 Hauptkapitel abgeteilt. Das erste Kapitel ist eine Entwicklungsplanung, eine Raumordnung, das ist von dem Landswert
PAG als Großmasterplan kommunal Gebäude, das ist dann hauptsächlich Energieverbrauch von den Gemengen an Gebäude, wie die Gemengen so Gestionen möchte. Das dritte Kapitel als Versorgung und Entsorgung, das betrifft dann den Energie- und Wasserverbrauch von der Gemeinde selber, also der Gemeinde und den Aufwohner. Dann haben wir das vierte Kapitel, das ist alles Mobilität, das heißt Mobilität aus, Fußgänger, Velo, aber auch so Konzepte, für das man den Verkehr aus der Stadt rausfahren. 5 Kapitel betrifft dann die interne Organisation, das heißt, wie ist der Fuhrpark von der Gemeinde organisiert, wie sind Gemeindeservice organisiert, wie sind Taschen abgedeelt, wie wird der Klimapakt umgesetzt. An 6 Kapitel aus der Kommunikation und Kooperation, natürlich was weiß, Gemengen nur außen, wie aus der Summe mit Promoteuren oder mit der Wirtschaft, respektive mit anderen Pakten. Ich gebe so die Gesamtpunkte 12 präsentieren und dann gebe ich mal kurz Zoom auf die verschiedenen Kapitel machen. Und das heißt, am Januar 2024 haben wir den ersten Audit am Kader vom Klimapakt 2.0. In dem Moment hat man 52,2%. Und mittlerweile, das heißt, den Rapport annuell, den wird stimmen, da sind wir auf 57,7%. Allgemein als der Stand der Katalog nicht schwer gehen, wir haben aber trotzdem geschafft, so nur 5,5% beizukriegen. Das Ziel ist, dass man bei 2030 dann über 65% leihen und dann noch die nächste Zertifikation kriegen. Weil eigentlich sind die Einzelkapitel, das heißt Kapitel, bis auf Kapitel 1 tun wir auf alle Kapitel Punkte bei. Kapitel 6 das konstant bleiben. Kapitel 1 tun wir Punkte verloren, weil als 2 Jahre ungefähr wird ein Klimapakt-Katalog selber nicht streng. Das heißt, die Gemengen, die gar nicht machen, die verlieren Punkte. Das ist egal, wie von diesen Punkten wir behalten oder mehr Punkte, muss natürlich auch mein Maßnahmen umsetzen. Allgemein seid dann noch mal als Gesamtüberblick ein spannendes Diagramm, wo wir noch gesehen, dass man beim Kapitel 1 als Entwicklungsplanung alles was PAG als Baureglement, dass da noch viel Potenzial besteht für Punkte beizukriegen. Allgemein kann noch so, dass man an der Mobilität immer relativ große Sprung gemacht, weil da relativ viele Etüden fertig gesehen, dass er ein Parkhaus erzielt an einer Maßnahme, die nächsten werden umgesetzt gehen. Ich gebe da nur die Einzelkapitel durchgehen, nochmal Kapitel 1 Entwicklungsplanung. Da haben wir noch viel Potenzial. Ich meine, das Klimawandel, also Klimaanpassungskonzept, was demnächst wird bearbeitet gehen mit dem Energiekonzept, aber auch so mit der Stelle von einem Renovierungsplan für verschiedene Gemengengebäude, aber auch für verschiedene Quartiere, was auch Teil ist vom Energiekonzept. Dann haben wir die kommunalen Gebäude, wo auch Belichtung dazu zählt. Da haben wir an der Last relativ viele Punkte beigekriegt, wenn wir da Punkte Belichtung auch Schatten und 4 gemacht haben. Voilà, dann haben wir Kapitel 3, das ist Versorgung und Entsorgung. Da zählen zum Beispiel die Trinkwasserspenderen, die hier in der Stadt Litzstadt schon noch abgebaut sind, aber auch die Initiative vom Vierster für 90 klimaresistente Bäume zu pflanzen, den Tiny Forest Projekt, respektive auch das Ringflächeninventar, die vom Natur- und Geopark Müllerdal erstellt sind. Dann haben wir Kapitel 4, das Mobilität. Da haben wir einmal die neuen Wegweiser, die installiert sind, Parkhaus, die neuen Fahrradständer, die abgebaut sind, und sagt mit der Abweichung von dem PMR-konformen Wanderweg. Ein weiter Potenzial ist so nach so einem gefeierten Rat auf Fußgängerweg, was die auch mit dem Klimateam vielleicht ein Velostour machen, nächstes Jahr, respektive ich gesagt, das Jahr, respektive, dass sie vielleicht auch eine Fahrradbörse möchte, also einen kleinen Okkasionsmarkt für Velo auf dem Marktplatz. Kapitel 5, das ist eine interne Organisation. Da ist noch die, dass man so einen Moment am Klimapakt mit Leuten gehen, respektive rausgehen, natürlich, dass man da gucken, noch regelmäßig Publikationen am Gemengebuch zu machen. Da haben wir auch schon in 2 Artikel 4 Berichte, die müssen im Prinzip auch schon publiziert gesehen. Das wollen wir auch gerne weiterführen. Ich meine, Gemeinde ist dann auch eine neue Kommunikationsresponsable angestellt, mit der hat man auch schon nach der Jahr getroffen, für auch verschiedene, wo man schon verschiedene Ideen ausgetauscht haben. Dann Nummer Kapitel 6, das ist Kommunikation und Kooperation.
Du kriegen wir immens viele Punkte, die man auf der regionalen Zusammenarbeit. Gemein ist dann auch mich auch beim Salat-Challenge mit. Und da war 2024 auch, der das früher dann Tour du Dorf geheischt hat, ist dann mittlerweile der Gogo Velo auf 24 Steg im Feld, wo wir dann auch so Initiativen, wo ich wie gesagt dann Punkte drauf gekriegt habe. Und Potenzial ist, denke ich, auf der Ausarbeitung von einem Kommunikationskonzept, das du, wo wir so mit der Kommunikationsresponsable getroffen hatten. Dann ist die Idee auch die Charta für die Vereine zu aktualisieren. Die war für ungefähr 8 Jahre, weil die mit Vereinen an der Schrift gehen, wo sich dann die lokalen Vereine engagieren, so ein auch nachhaltig so zu wirtschaften und die Events zu organisieren. Und da sind wir am Gang, eine Mise zu machen. Aber wo wir viel Potenzial haben, da ist auch eine Beratung durch Klimaagenz. Ich meine, nur weil ich auch die Indikatoren, da sehen wir auch, wie dünn von den Beratungen ist. Das heißt, die Beratungen sind von der Klimaagenz gratis. Das heißt, von von erster nach so eine neue Heizung kaufen, ein PV installieren oder sich für ein Elektroauto installieren, da können sie bei der Klimaagenz auch die Fuhren, also sie gehen beraten. Also sie müssen dann in den Start führen, sie kriegen auch eine Beratung über Telefon, da muss man dann ihre Klappen machen. Voilà, da gibt es jetzt Indikatoren kommen, das heißt, die ganzen Maßnahmen, die man im Klimapakt umsetzen, muss man gucken, dass man das irgendwie muss kriegen. Das heißt, auf der einen Seite muss man Prozentpunkte, wie gut man im Katalog sind oder wie viel man besser gesehen. Mit vor ist dann auch okay, wie gesagt, dann soll ich mal nicht vorbei aus, wie gesagt, da doch an der Realität aus. Das heißt, kann ich das müssen. Gibt es dann noch mehr Energieverbrauch, gibt mehr PV-Energie produziert, wie gesagt, da mal da aus. Und da sind verschiedene Indikatoren, die dann auch alles müssen, egal wie ausgerechnet gehen. Voilà, da fängt es dann eigentlich am Verbrauch von der Hitze von den Gemengengebäude an. Das heißt, wir gesehen haben einmal an Orange-Rot gesehen wir den auf seinem Pfad, zu dem sich Gemenge engagiert wird. Das sind auch die nationalen Ziele. An der Blau gesehen wir den Energieverbrauch von der Gemenge. Aber da sind noch zwei Kraken innen, die rausstechen. Aber 2021 dann ist leider dem Moment, wo wenn sie Überschwemmung, Sportzahl und Schwämme aus dem Betrieb geholt ist, die ist im Moment aus dem Energieverbrauch von der Gemenge hochgegangen. Und dann haben wir Woche 2023, wie die neue Schule mit der Holzhackschnitzel an den Betrieb gegangen ist, wo dem Moment mehr Fläche so generiert gehen ist, es war mehr eine Fläche, die geheizt ist mit sich gehen. Allerdings verbraucht die Schule immens viel, also relativ wenig Hitzenergie. Und dadurch schon mal dann ein die Krack noch ändern. Wenn noch gesagt, dass am Anfang Gemengen an dem Moment sein Pfad auf Punkto Energie verbraucht, also auf Punkto Hitze es dann noch anhält. Man muss natürlich gucken, warum ein neue Sportzeller Schwammen dabei kennt, wie dann ausgesät. Mit dem Moment, wo das gesamte Energiekonzept vom Campus ausgeschafft ist, war ja auch viel gesehen, dass die neue Schwämme, respektive die saniert Schwämme, wie schon mehr auswendig und Sportzeller dann noch geben, durch Holzhackschnitzel an versorgt gehen, sodass dem Moment dann auch die Wert dann auch besser ist, respektive dann auch noch gut Wert bleiben. Dann haben wir immer die erneuerbaren Firmen. Bon, bis dahin sind Gebäude, oder bis 2023 waren Gebäude von der Gemeinde Irrstein noch immer mit fossilen Energien versorgt gehen. Das wird natürlich 2023 mit der neuen Holzschnitzelanlage geändert. Bon, das ist natürlich auch noch die Gemeinde Atelier oder eine kleine Pelletsheizung, die geht ein bisschen so am Energieverbrauch inner. Das ist ein hauptsächlich Sprung durch die neue Holzschnitzelanlage, die wir heute feststellen. Die werden natürlich auch noch mehr groß, so, von die neue, ja, von zum Beispiel Sportzahl durchgeführt, wie die dann noch durch die Holzhackschnitzelanlage versorgt gehen. Dann haben wir immer den Stromverbrauch, den ist die letzten Jahre konstant hochgegangen. Von 2021 auf 2022 hat natürlich einen großen Krack gemacht. Das war dann auch für uns Schwamm an der Sportzahl. Hier haben wir wohl eine leichte Zunahme vom Energieverbrauch. Ja, da muss man eine detaillierte Analyse machen von den Gemengengebäuden, wodurch das kommt. Da haben wir im Moment noch keine Erklärung. Da kann man dann eventuell im nächsten Klimateam diskutieren. Voilà, dann haben wir den Fuhrpark. Da so, dass der Staat verlangt, dass am Anfang alle Gemengen bis 2030 am Fuhrpark selber über 40% von den Gefähren mit erneuerbaren Energie versorgt gehen. Natürlich entweder Strom oder Wasserstoff. Wo an der geringer Farbe gesagt, in Dosen auch so die Steigerung, die da müsst anhalten, das ist natürlich relativ schwer für die Gemeinde, weil in als Gemeinde nicht einfach so dezidiert doch immer neue Elektrogefähre kaufen, weil wir mussten nur Punkte kriegen. Ich meine, das ist verständlich, dass es Gefähre regiert gehen, von 20 von der Lebenszeit sind, wo dann so den alten Diesel oder Benziner dann ein Elektroauto
getauscht wird. Wir fahren aber nicht im Auto, mir auch Kamion. Wenn ich gucke, der Markt von den Elektrokamionen ist so groß. Du hast aber so, wenn die Gemeinde eine Idee hat, für selbst umzuschaffen, du gibt der Staat auch größere Subsidien. Ich jetzt pro 400.000 Euro und am ganzen 500.000 Euro die nächsten Jahre. Weil dann immer PV-Leistung, das heißt, dass die gesamte also Leistung, Photovoltaik-Leistung an der Gemeinde, du man denke, mal den Pfad, den man muss anhalten. Und da sehen wir, dass das die letzte Jahre noch relativ gut geklickt ist und dass man da im Moment auch ungefähr 10 Prozentpunkte also schon drüber sind. Ja. Ich meine, oft natürlich auch, dass man den dort Wesen nach weiter angehalten kriegen und die Leute weiter motiviert kriegen. Ich meine, mit der Steigerung von den Strompreisen die letzten Jahre und auch von den Subsidien, respektive das Batterie mehr attraktiv gesehen, sind ich da auch relativ optimistisch. Da geht auch den Indikator selber, was der Klimapakt selber anbelangt. Das heißt, wir sind Steigerung von 52% gemeint, aber aktuell 51%. Den Diagramm geht die letzte Jahre und nicht weiter zurück, wenn man Zertifikation für den Klimapakt 2000, also Zertifikation für den Klimapakt 2.0 bis 2024 hat. Weil dann nochmal der Wasserverbrauch, du bist im Moment bei ungefähr 135 Liter den Aufwohner den Dach, wo dann Ziel ist, dass man doch konstant raufkommen, natürlich, dass man bis auf 100 Liter den Dach pro Aufwohner raufkommen. Und ich meine, heute seid ihr noch, die letzten Jahre hat er doch konstant aufgeholt. Die letzten Jahre haben wir einfach keine Steigerung. Da können wir vielleicht auch gucken, für die Leute weiter Sensibilisierung zu machen, auf Punkto Wasserspuren. Also da Punkto Subsidien vielleicht auch ein bisschen gucken, was du möchtest, für die Leute vielleicht Punkte Wasser, das hat ja auch mehr zu motivieren. Dann haben wir die Anzahl von Berodungen, wie gesagt, das von bei der Klimaagence anruft, also Stoff für ein PV oder für ein Elektroauto beroden lässt. Und da das Ziel von der Klimaagence sind 10 Berodungen pro 1000 Aufwohner, am Moment bei 2,2 Berodungen pro 1000 Aufwohner. Das ist aber eigentlich auch so einen allgemeinen Durchschnittswert bei den Gemengen. Ich meine, wenn man da ein bisschen mehr Klammgift an Gemengenbild machen, ich meine, es ist aber Möglichkeit, dass man da vielleicht auch 4 Berodungen auf 1000 Aufwohner kriegen. Weil dann immer eine Belichtung, natürlich, dass dann der Stromverbrauch vom Éclairage Public, da haben wir auch Ziel gesagt, dass den von Jahr zu Jahr raufgeht. Da seid ihr noch, dass man da so einen Kurve von, die nur weist, die sich die nächste Jahr auch weiter wird verbessern. Da sie auch ganz auf Straßenniveau an der Last auf LED im Gerüst gesehen, respektive noch auf LED im Gerüst gewerten. Aber wie auch DDS respektive gibt schon gemacht, dass auch dass ein Teststraße wird, wenn er noch guckt, wie Nütze zu dimmen, für dort Stromverbrauch dann noch weiter zu reduzieren. Und dann eine kurze Zoom auf Zertifikation Subsidien. Natürlich gemeint erst danach heute im Moment eine Zertifikation von 50%, und das steht so für spätestens 2030 dann noch auf 65% zu kommen, wo die Gemeinde erst nach dem Moment dann noch pro Aufwohner mehr Subsidien kann kriegen. Bei den nächsten Staaten haben wir mal den Rapport annuell, den Anfangs März aufgegeben. Dann gibt es eine Auffallmatrix, die Gemengen auch mussten ausfüllen, bis Ende März mussten erreichen. Und da gibt es auch einen obligatorischen Tableau de fuite, das heißt, wenn Wasserverluste am Reso von der Gemeinde umgehen, die muss die Gemeinde dann noch bei der Gestion bis zum 1. Juli erreichen. Weil dann natürlich all Jahre aus den Energiecoach, das heißt, die Energiekontabilität zu aktualisieren, die Indikatoren sind zu aktualisieren, natürlich ist schon nicht ungefähr 10 Indikatoren bewiesen. Im Prinzip gibt es für bei alle 2 Maßnahmen aus dem Katalog einen Indikator, wie kann Maßnahmen okay, sie besser gehen oder sie nicht schlecht gehen. Und dann haben wir auch alle einen Aktionsplan, den wir auch dann alle einmal am Jahr am Klimateam aktualisieren. Da wäre schon noch am Ende. Ich merci so für die Präsentation, dafür auch für die Arbeit und zusammen habe ich doch mal als Klimateam ganz Jahr rüber. Ich meine, wir haben regelmäßig das Sujet vom Klimapakt auch an der Diskussion, egal ob bei Frauen generell am Laufe des Jahres oder am Kader von den Budgetdiskussionen, das aber auch
Klimapakt immer nächst auch ein Diskussionspunkt, wo man eben noch schon nach 4 geholfen hat und dass wir am Gange sind und auch zu summen darum zu schaffen, für ihre Zertifikation effektiv nach auszubauen, auch am Sinn von all guten Objektiver, die den Klimapakt hat, auch für Eisgemeng. Weil ich gebe frohen Abmachen, frohen Remarken zu diesem Rapport annuell. Ich gebe für dich und Thierry merci so auch immer für am Klimateam, für konstruktiv natürlich zusammenkommen an Ideen zu summen. Kratzen dann noch, dass dann in dem Moment wo geschafft wird, man Ben als Klimaschaffen auch zu summen. Hier ist interessant für mich selber am Klimaziel zu sehen, dass auch an die Indikatoren umgesetzte gesehen, weil das als etwas ganz Abstraktes eigentlich. Ne? Natürlich waren verschiedene Mesuren, die ganz konkret sind, wohin Hayans du mengt, das sind ganz kleine Schritte. Hayans so hätte gerne, dass ein Großschritt gemacht wird, aber auch dass in Hayar war eigentlich gesagt, wenn das alles zusammengebracht wird, auch ein Kehr Papaya, das ist schwer, so wie man die Dokumente gekriegt hat, für H4 zu bereden, das rauszulesen. Ne? Und für ihn, der selber im Klimateam ist, ist es schon schwer. Ich kann mir vorstellen, wie das von ihn nicht auch nach da dran ist. Und das ist dann mein erster Punkt, das ist die Kommunikation und Leute nach außen. Ich meine, wir haben viel darüber geschwärzt, für an Bord regelmäßig natürlich darauf aufmerksam zu machen. Thematisch hat man gesagt, geben wir uns mehr 4 holen. Und da habe ich etwas, was für mich rausgestochen wird. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass der Wasserverbrauch, ne, was heute zuerst und auch vielleicht viele Leute nicht so wie an anderen Städten oder an anderen Gegenden, weil bei uns ist das Wasser omnipräsent. Wir haben als Quellen, wir sind autonom. Und auch da, wie weit, Thierry, eng froh, wo man schon nicht darüber gesprochen haben, wie weit wird da geguckt, was der Wasserverbrauch wirklich zum Beispiel, komme ich so mal von der Gemeinde, was man alles brauchen, was wird da abgedeelt, was Privatleute sind, und was Gemeinde ist. Weil Gemeinde, da können wir ja als Vierräderrolle oder als Vierzeigerrolle können wir agieren. Da haben wir oft drüber gesprochen, Gemeinde, Gebäude. Und dann das ist natürlich Sensibilisation bei den Leuten. Wer das aber eine Idee für zu gucken, kann ihn das so rausgesehen, ne? Wen du, wo ich kann spuren, dass das geht. Und dann, ja, wie gesagt, bei der Kommunikation, was sagst du als Klimabüro, da muss ich schon auf du geschaut, mir auch für heuer ein Kilo zu delen, weil das dann die nächste große Challenge wirklich für dich, wo man muss, weil du hast gesagt, Katalog ist immer mehr fordernd, ne, für dann mit den Indikatoren können zu punkten, mit geht ja nicht nur um Punkten, geht ja Klima, geht doch, dass wir alle guten Apps davon haben, das erste Apps davon haben, wo sagst dann, du als Bruder, du, wo man wirklich nach Hand drin und wirklich mussten dann zum beilegen. Ich meine, verschiedene Punkte noch gezählt. Ich meine, das war das Energiekonzept, da sind wir drin, Klimaanpassungskonzept. Und dann hast du bei Gebäude, also noch gucken am Kader von Energiekonzept, so angeguckt, okay, für die Situation allgemein bei den Gebäuden, ich meine, da ist ein Sanierungskonzept gestaltet gehen, da muss ein gewisses Überschaft gehen, respektive aktualisiert gehen. Jetzt gucken wir, das im Detail dafür schon Maßnahmen umgesetzt gehen, aber das noch umzusetzen. Und Kapitel 3, das dann die Versöhnung und die Entzögung, das eine andere Maßnahme dann den Trinkwasserverbrauch, wenn man das auch gucken, eine Publikation so machen. Vielleicht kann ich noch irgendwie so eine Informationsaufwand organisieren, vielleicht mit dem Ziel reden, das Trinkwasserverband, respektive vielleicht auch mal mit Müller da zusammen mit anderen Gemengen für das Thema allgemein zu sensibilisieren. Ne? Kapitel 4 ist dann. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Das Regionale schon gemacht. Da stehen wir relativ gut da, und da sind natürlich auch ganz viele Projekte, die nächsten Jahre werden umgesetzt werden. Kapitel 5, das ist eine interne Organisation, wo man die letzte geguckt hat, für ein bisschen mehr Punkte Weiterbildung zu pushen. Ich meine, Naturpark Müller, da wird ja auch so ein Weiterbildungsprogramm rausgebracht, wenn die verschiedenen Weiterbildungen vom Naturpark abgelöst sind, für das dazu noch nicht versiegert. Vielleicht, dass man da guckt, beizuwählen. An Kapitel 6 ist dann Kommunikation, wo man auch 4 Golden am Klimateam, dass man da selber dann Artikel auch regelmäßig schreiben, die dann noch regelmäßig publiziert werden.
im nächsten Klimateam gucken, okay, die durch Statistiken, wie kriegen die dann vielleicht auch am verdaulichsten und Leitbrust. Ricardo. Merci mal für all die Explikationen, die wir so ein bisschen rekruten. Wir haben an einem Jahr einen Sprung gemacht von bald 6%, was immens löwenswert ist. Also setzen wir uns von 25 bis 36 das Ziel für auf die 65% zu kommen. Ich wollte einfach fragen, ob das muss man die Progression, also dass du guckst, du verschiedene mit den Indikatoren probierst, verschiedene Aktionen zu machen, bis man das erreichen. Nicht Zwischenetappen, wo ich dann immer kann muss, mir das wahrscheinlich als dem Klimaschef, den als das immer wird zu. Für was gehen wir davon aus, dass wir die letzte, also wenn man lang mehr als 6% machen, dass man die nächsten 5 Jahre nehmen oder vielleicht auch das falsch von mir zu sagen, dass es nehmen ist, dass man da so 7% auf 5 Jahre, was muss man das, und wie gibt man das? Ich meine, das war so ein Mindestziel, dass man bis 2030 die 65% erreichen. Beim Audit Anfang 2024 kommt man die 52% man konfirmiert. Dann hast du den Katalog schwer gehen, natürlich die Gemengen nur verloren, wo man danach bräuchte, also fertig bräuchte, dann noch mehr Prozent weiterzukommen. Wir noch mehr so ein Klimateam geschaffen, wenn wir auch mehr regelmäßig gesehen haben, an allgemein das Ganze auch so eine positive Dynamik. Und ich meine, wenn wir die Dynamik beibehalten, dann sind wir auch zuversichtlich, dass man die 65% eventuell dann noch schon nächste Jahr erreichen. Okay, das ist eine wichtige Info. Also, mit Thierry Asitone, da war auch wichtig, das muss ich nicht mehr im Kopf behalten, es geht immer mehr schwer, Punkte zu kriegen. Gell? Das hat was Thierry gesagt, das ist nicht nur der Katalog, den mich fordern geht, dass du kriegst ja schon immer Punkte, wenn es deine Intention oder wenn es etwas aufhängt oder wenn es schon gesehen, schon müssen lachen. Im Moment war der Käsiger feierelsvoll, war ein Briefing am Klimateam gemacht. Dafür hast noch keine Mesure umgesagt. Ne? Das heißt, du kriegst schon Punkte für verschiedene Sachen. Und das war immer ganz wichtig, ich meine, das auch am Kopf zurückzubehalten. Also, es geht immer mehr schwer. Ne? Das heißt, das ist nicht Mann Merit, da geht es wirklich um die Umsetzung. Ne? Ich gebe dem Ben als Klimachef nach Tod gehen für ganz gut. Zu machen. Also ich wollte dem Thierry Merci so für seine Arbeit, die er möchte am Klimateam. Wir sind uns regelmäßig, das sind ganz interessante Austauscher, die wir da haben. Weil aber wichtig ist, dass wir zusammen für ein Ziel schaffen. Ich will auch dem Ricardo Merci so in den Anfang das Ganze vom Gemengepersonal geriert, wenn in der Ricardo etwas ausstellt, dann funktioniert das relativ gut und effizient. Und ich bin froh, dass der Ricardo auf dem Dossier sitzt. Auch für dem Klimateam merci so für ihren Engagement. Den so wir sind uns als Moment gibt es so ein Jahr. Dat net nëmmen iwwer engstunden, méi och iwwer méistunden, wo man dann diskutieren a kucken, a wat fir eng Richtung mat steieren a wett. Fir mech wichtig ass, dat ass all Euro, de man an de Klimapakto investieren, ass och een Euro, de man an d Lebensqualitéit vun den Nischen nach Leiit investieren. Dat geht vun klenge Mesuren, wéi engem Wasser, Spender bis zu größere Mesure, wo man so wir bauen Show lo nach dem Format ich weiß nicht wie die Zertifikation ist, mir das geht von bis der de Klima DGNB-Zertifizierung, die dann noch einen gewissen Preis hat, wo man dann noch bereit ist, für den Preis zu bezahlen, für die Zertifikation zu kriegen, wo ihn dann auch noch kann den Älteren sagen, hey, die können an eine Schule gehen, die am Anfang den neuesten Kriterien im Moment entspricht, was immens flott ist. Voilà. Wie gesagt, ganz breit gefächert, ganz interessantes Dossier an all Euro, die wir daran investieren, als ein Euro, die wir an die Lebensqualität von Menschen nach Leid setzen. Voilà. Ja, vielmals merci für die Präsentation. Merci. Dann gebe ich diesen Rapport auch zum Wort stellen.
Rapport annuell 2025 vom Klimapakt, wenn hast du mal da verstanden? Das ist unanim. So, danke. Merci. Dann gebe ich mal übergehen auf den zweiten Rapport annuell. Das ist für dich den Pakt Logement. Du kannst aber schon gerne mal beim Pakt Logement, also das so, die wisst, wir haben auch am Kader vom Pakt Logement 2.0 Logementsbüroder, auch von Schrader Associé. Das ist aber so, dass den Daniel Baum, den als Logementsbüroder immer war, dass ein Schrader Associé verlos wird, sodass man do als ein Büro d'études am Gang sind zu gucken, wen die Tasche von ihm kann überholen. Das ist aber so, dass den heute Rapport annuell nach von ihm mit uns zusammen als Chefrat abgestaltet ging, so wie der geschickt hat. Aber dafür gebe ich kurz, ich kann das nicht so gut machen wie Thierry Schaklo hier drin vom Klimapakt. Ich gebe aber probieren, hier ein paar Explikationen zu geben. Den Pakt Logement 2.0, selbst den Pakt Logement 1.0 sollte Gemengen dabei unterstützen, für eine mehr aktive Wohnungsbaupolitik zu betreiben und noch neue Initiativen zu holen, notamment für bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich hatte Pakt Logement 1.0 angeschaut. Da hatten wir als Gemeinde als Ziele, auch die nationalen Ziele, noch nicht unbedingt erreicht. Wir sind aber im Moment am Gangen am Kader vom Pakt Logement 2.0 ganz bewusst auch mit dem Logementsbüro, der den beim Pakt Logement 2.0 auch dabei ist, wirklich ganz aktiv Mesuren zu holen, an konkret Projekten umzusetzen am Bereich vom Wohnungsbau. Den Rapport gibt den Überblick über die Projekte, die wir für 2025 am Kader vom Pakt Logement 2.0 für ihr schon noch angemeldet haben, aber denen wir auch am Gange sind, die finanzielle Unterstützung zurückzufrohen. Das aktuell und das spezifisch bei dem Pakt Logement so, dass im aktuellen Gesetz hier muss Einzelprojekte, die in über den Pakt Logement will finanzieren, muss ummelden. Und das ist ein bisschen eine Komplexität, die wir auch mit dem Logementsbüro da beschwert haben. Das aktuelle Projekt de Loi NRW, den die Gemengen do mehr Flexibilität soll gehen, dass noch so am Laufe des Jahres neue Projekte kann erreichen und dass in Hanno das Finanzament auch kann mehr flexibel Remboursementer zurückfahren. Wir als Gemeinde, als Stadt nach bei einer Dotation finanziell angefangen von 141.250 €. Das sind Summen, auf die wir zurückgreifen können, an die wir nutzen können, für konkret Logementsmesuren zu holen. An als Dotation aktuell ist bei 846.250 €. Der Monto steht auch an dem Rapport mit dran. Und das sind die Summen, die wir am Kader vom Pakt Logement können nutzen, für Partizipation finanzielle zu freuen. Von den Projekten, die an dem Rapport annuell draufstehen, haben wir entre-temps konkret Remboursementer gefragt für 3 Projekte. Das ist bei der Rue des Merciers, wo wir eine Etude gemacht haben für eine Renovation énergétique von dem Haus. Das ist ein Kadastre vertikal für ein Logement abordable 17 bis 19 Rue des Merciers. Und wir können auch über den Pakt Logement als kommunales Verkehrskonzept auch mit aufschreiben, weil der Verkehr auch liiert ist und als Entwicklung von dem Logement, sodass wir aktuell 289.959,14 € Remboursementer gefroht haben, von dem als Rappel total 846.250 €, die als aktuell zur Verfügung stehen. Wir freuen aber auch nach die Etude scolaire, die wir gemacht haben am Kader von der Erweiterung von der Schule, die ist auch von diesem Büro d'études Schrader Associé gemacht gehen, weil die auch ein Jahr als die Etude scolaire wird am Anfang gemacht in Funktion von der Entwicklung von der Abonnation, sodass wir dann noch den Lien haben zu dem Logement. Voilà. Und
für next Jahr, und das ist das, wo man noch weiter suchen können, über den Pakt Logement kreieren, werden wir unter anderem für das Logement abordable, den am Kader von dem Projekt vom Hospice realisiert wird, kriegen wir als Gemeng, weil du dann ein Akteur aus den auch Logement abordable kreiert, werden wir als Gemeng auch können davon profitieren an Dotationen kriegen von dem Eda La Pierre, das sind 25.000 € pro Unität, die gebaut wird. Den Hospice, der baut nicht nur seine Struktur für alle Personen aus, aber den Hospice, den schafft auch Logement abordable, was das ist, was uns als Gemeng an unserer Enveloppe budgetär, die wir zu gut tun, auch zu gut könnt. Dann natürlich für das Logement abordable, die an der Maison Käufer gebaut gehen. Und dann ist etwas, wo wir auch noch können zusätzliche Schwung kriegen, und das ist ein Punkt, wo wir viel beim Klimapakt auch über Kommunikation nach der den oder der vielleicht können erweitern, wenn wir nach weiter Wohnungen geben an das GLS-System kreieren. GLS, das ist wie Wohnungen, die über AIS geriert gehen, aber auch über andere öffentliche Träger, die für Privatleute auch dann Gestion machen von ihren Wohnungen, gehen ein mehr niedriges Loyer, und das selbst wird man noch können auch mehr noch Bausen drohen, dass du vielleicht den einen oder den anderen Privatmann oder Frau auch seine Wohnung über ein GLS verlohnen geben. Und dann generell alle guten die Wohnungen auf dem Territoire von der Stadt Dirstanach, die von einem Fonds du Logement, von einer SNHBM oder auch von anderen öffentlichen Träger oder die über den Staat, über die Unterstützung vom Logement abordable finanziert gehen, die gehen als alle Guten pro Jahr immer auch nach einer Dotation von 2.500 €. Aber wenn du neue Wohnungen beikommen, da kriegen wir eigentlich an unserer Enveloppe budgetär, die uns zu gut steht, am Kader vom Pakt Logement 2.0, kriegen wir da immer noch eine weitere Unterstützung. An die weitere Unterstützung können wir dann auch nutzen für an Logementsprojekten, dann die Suchen, die wir da ausgehen als Gemeng auch zurückzufreuen. Voilà. An dem Rapport da stehen die Projekte, die wir angemeldet haben, das ist natürlich nicht das Einzige, was geschieht. Ich gebe ein Beispiel. Das Projekt von der SNHBM ist ein, den wir ganz konkret an der Enveloppe budgetär werden rumfahren. Das ist aber kein, der Impact Logement abgefordert wird, weil es kein ist, wo wir eine extra Depense als Gemeng zu 100 Verhandlungen, die wir machen, auch selbst mit dem Projekt vom Fonds du Logement auf dem Managen. Wir haben sie konkret Impact Logement gehen am Fonds Projekte angeregt, wo wir quasi zu können zurückkriegen von Investoren, von Faktoren, die wir bezahlen, die en lien sind mit notamment der Kreation von neuem Wohnraum, aber auch notamment der Kreation von abordablen Wohnraum. Voilà. Gut, soviel zu dem Rapport annuell vom Pakt Logement. Gehen dazu frohen von Ihrer Seite. Carol? Ja, merci Carol für die Erklärungen. Selbe für drin, wenn ihr heute das Dokument liest, dann dreht ihr mal zu den Körpern, da seht ihr sich nie, da steht en Suspension, à savoir natürlich, dass aber dann geschafft wird, so wie es lo erklärt hast. Vielleicht just für letzten Punkt, den du lo abordiert hast, ein bisschen nachzufragen, könnte man vielleicht ein Listing kreieren von allem, was am Laufen ist, weil oft geht mal den E-Projekt, den anderen Projekt angeschwärzt, bis du lo so tust, heißt den sie nicht alle Guten dran, ob ihn da einfach, dass ihn ein Listing hat, was da alles am Laufen ist. Und du hast gesagt, was mehr Wohnungen natürlich an den abordablen rankommen, was auch mehr Dotationen kriegen. Wie weit machen wir da als Gemeng auch, das ist vielleicht schwer zu sagen, Reklam, mehr Informationen bei den Leuten, für die Leute mal auf den Weg zu holen, weil das vielleicht nicht die Vereine, die gerade an den Immobilien dran, wenn Häuser eitel stehen, weil er was für Möglichkeiten die Leute haben, für das an die so mal an den Logementspark zu kriegen. Ne? Wie informieren wir da, ob man da nicht können auch eine Infoversammlung, weiß ich mal nicht, ob wir dann darüber hellhörig gehen, weil das war das eine. Und dann hatte ich mir eine Frage abgeschrieben, wie ich heute die Papiere durchgelesen habe.
Wir hatten in letzter Zeit ein paar Mal, dass wir gesagt haben, dass eigentlich die Kommission konsultativ Logement nicht, dass wir die nicht bräuchten, weil wir keine 6000 Einwohner haben. Und die haben wir ja noch. Ist das etwas, was in Zukunft dann muss kreiert gehen oder ist das die nächsten? Ja. Okay, das muss dann gleich gemacht werden. Ja. Voilà, ja, ich meine das. Also das ist eine Kommission des Loyers, die ist der Uschwätz. Das ist keine Kommission konsultativ Logement, das wird hier am Pakt Logement da steht, also sich noch etwas anderes das. Aber die Kommission des Loyers, also effektiv etwas, was obligatorisch geht ab 6000 Einwohner, hat man du sich bei den Informationen abgeschrieben, wenn du das vorstellst. Die hat alle Guten am Prinzip als Fraktion ganz am Anfang von der Legislatur englisch ragin. Wir wollten aber suggerieren, weil bald 3 Jahre sind, dass du vielleicht alle Fraktionen ein Proposal machen von einem Vertreter, den an der Loyers-Kommission kennt dran sind, für das man das noch aktualisieren könnten und dann an der nächsten Gemeinderatssitzung dann effektiv geben die Kommission des Loyers offiziell auch kreieren, weil man mal seit Ende vom letzten Jahr effektiv die 6000 Einwohner überschritten haben. Dann zu dem Punkt Informationen, also der Pakt Logement 2.0 betrifft sich den Land der Bürger, der Bausen und ja mit der Gemeinde, just über die Volley GLS, das heißt Leute, die hier wohnen, wollen an eine Gestion lokativ sozial gehen. So, das kann ich machen, dass ich am Anfang einem öffentlichen Akteur quasi seine Wohnung zur Verfügung stellt, den du von der Gestion möchtest, den noch das Zwiebel möchtest von der Wohnung, und dass in einer Contrepartie akzeptiert, dass mir ein geringe Loyer dafür kriegt, dass in am Anfang seine Wohnung komplett aufgeht. Alle Wohnungen, die heute nach über ein GLS am System ist, für alle Wohnungen kriegen wir als Gemeinde bei der Dotation finanziell 2500 € dabei. Das sind aktuell 16 Wohnungen, die Territoire von der Stadt Irstanach an dem GLS-System dran sind. Und das ist effektiv etwas, was man mit dem Logementsbüro da bei der letzten Präparation vom Rapport auch mündlich, das steht nicht am Rapport selber, wir werden aber mündlich angeschwert tun, dass ich auf dem Niveau effektiv auch nach einer kann, auch nach mehr nach außen drohen, dass es die Möglichkeit gibt, für seine Wohnung über das GLS-System auch können zu verlohnen und dass man da gesagt haben, dass man da effektiv eine Kommunikation geben dafür präparieren. Der ganze Rest sind nur so hauptsächlich öffentliche Planungen von dem Wohnungsraum an auch öffentlich oder mit Promoteur publik ausgerichteten Wohnprojekten, wo nicht unbedingt den Bürger direkt davon konzerniert ist. Der Bürger ist natürlich davon konzerniert an der Konsequenz, wie viel Logement abordable auch disponibel ist. Mit das aber am Anfang, das was heute Bürger direkt betrifft, ist dann die Möglichkeit für eine GLS-Wohnung auch mit an die Lokation zu gehen. Das heißt, wie sehr du sich Proprietären von Wohnungen, wo sie vielleicht entweder selber nicht mehr diese Schwellen drin kümmern oder wo sie so ich gehe sie oft, da weiß ich, dass sich drum gekümmert wird. Ich kriege zwar vielleicht mehr günstige Leute, ich sind aber auch vielleicht Männer damit geheilt oder ich muss mich auch Männer die kleinen Reparaturen bekümmern. Das ist die Wolle, den sich den Bürger, proprietär Bürger betrifft. An der Wolle Gemeinde, zum Beispiel Gemeinde, haben wir da auch Lehrer am Hungerhäuser ich weiß nicht, also wie geht das geriert. Ich weiß von anderen Gemeinden, habe ich mal so gelöst, dass da viel mit einem UT-Raum den Häschen schaffen, wo ich kann gucken, auch als Gemeinde, wie geht ihr mit einem Leerstand an, wie geht das heute zuerst danach, wie geriert das? Also es gibt den UT-Raum Plus, der steht auch an dem Rapport annuell dran, weil als Verwaltung schafft auch mit dem UT vom Raum Plus. Was als Häuser oder Proprietäten umgehen, da ist es schon so, dass ich habe wiederum das Projekt auf 12 Rue de Mercier genannt, wo wir eine Renovation oder eine Etude Energetik gemacht hatten. Den ist aktuell idle, an den sind wir am Gange zu gucken,
neu zu besetzen an das alte Portieshaus und erinnert, das steht aktuell idle. Und dann haben wir ja nach die Großhäuser, die von der Gemeinde abgekauft kaufen, wo wir notamment für das an einem Échange mit der AIS sind, für zu gucken und für da vielleicht ein gemeinsames Projekt zu machen. Du siehst du nicht doch nein. Das ist Stadt. Die Stadt hat da ein Projekt Education drauf. Im Moment hat das aber Fälle gelöst und seitdem haben wir noch kein Feedback mehr gekriegt, was die Stadt will, da machen. Da habe ich gemerkt, das wäre auch gemeint. Das ist Stadt, ja. Ja. Ricardo? Merci. Ich hatte mir auch ein ähnliches Stichwort abgeschrieben, ein Listing, ich hatte Überblick abgeschrieben, dass man Überblick über die als sozial oder abordable Wohnungen haben. Du hast an deiner Budgets ja eine Panopliemenge auch von neuen Projekten vorgestellt, an die stehen zum Beispiel auch im Rapport ja nicht, werde ich schon verstehen. Aber ich denke, das wäre flott, den Gesamtüberblick zu kriegen, zu können, was in den nächsten Jahren zum abordablen Wohnungsraum oder wen Wohnungsraum wir hier schaffen werden. Dann ist das erklärt mit der Loyes-Kommission, am Rapport steht l'instauration d'une commission consultative logement spécifique. Und da steht, dass wir keine Intention hätten, für so eng zu machen. Kannst du just erklären, für was? Als das dann durch Ersetzung oder durch Beliebung von der Loyes-Kommission ersetzt, das den nämlichen Fokus für so eine Kommission. Und wenn wir so eine Kommission abmachen, sind dann die Partnerinnen, die wir hier mit dem Rapport stunden wie nach wie sozial zum Beispiel sind die immer dran als Gemeinde immer dran wie stellt das einfach für dass man eben Kampagne strecken wie es das, also wie weit fährt man das nicht. Also die Kommission konsultativ, die Idee vom Pakt Logement 2.0 ist ein spezifischer en lien mit dem Pakt Logement 2.0. Wir haben eine Kommission konsultativ an unserem Rolle als Bayer Sozial, wo wir effektiv zusammen mit dem Office Sozial den Mitarbeiter bannen, die Gestion machen von auch den Appartementen, die uns gehören, und dem Office Sozial, den du hast für die Attribution von den Logements abordable und die konzerniert. Das heißt, das ist ein anderen Matching müssen so. Das ist genau, das ist ein Matching. Wir haben das am Ende vom letzten Jahr hat man dadurch an dem Gemeinderat. Und das ist aus sich die Kommission, die aktuell wichtig ist, für das wir auch eine Analyse haben und auch ein professionelles Suivi haben vom Office Sozial für auch die Attribution von den Logements abordable. Weil die könnt ihr vorstellen, dass es ein viel mehr große Demand gibt, wie die Offer, die wir haben. Und dafür ist es wichtig, dass wir beim Office Sozial auch die Attribution dezidieren. Lohai am Kader vom Pakt Logement 2.0 als effektiv Assistat nicht unbedingt den Besoin abkommen, auch an Échange mit diesem Logementsbüro für ein zusätzlich zu machen. Die mir wichtig ist an Eisen AND, dass wenn wir das Logement abordable haben, dass wir wirklich eine Prozedur haben, die wir auch aktiviert haben an einem Reglement, wie die Attribution von den Logements abordable gemacht wird. Das können wir gerne noch eine Form von einer Arbeitssitzung machen, dass wir einen Point machen. Ich würde proposieren, das erst an der Halschen oder vielleicht am 3. Trimester zu machen, wo wir vielleicht auch schon mehrere Touren von AIS, mit denen wir am Échange sind, respektiv, wo wir auch schon eine Vue haben von den verschiedenen Projekten in einem anderen managen, wo wir noch im März eine Reunion noch mit dem Environnement haben und auch mit der SNHPM, für an den Ort der Gerd, wo wir aus sich an der letzten Tisch sind, für die Modifikation punktuell vom PHP zu machen, für dann auch für uns zu kommen. Das heißt, ich denke, dass man da an der Halschen vom Jahr oder vielleicht drüber, Juli oder September, ein bisschen mehr komplett Vue haben, ob die Logementsprojekte insgesamt, und dass ich das gerne denken kann, an einer Arbeitssitzung auch am Ganzen zusammen ausschwätzen. Ich finde das interessant von noch am Vierfeld vom Budget, weil oft finden dann die Chiffre, wie sie siehst, die tauchen immer irgendwo ab, ne? Aber dann hat den da eine andere Lektüre auch. Eine andere Frage, du steht, dass mir also für die Projekte, die dann hier am Plan draufstehen, wo ich nicht weiß, wie weit die draufstehen und andere nicht, ja. Da steht einfach, dass wir gut abgestellt werden als Gemeinde.
dass man für die Projekte, die man dann halt festhalten, gut abgesetzt sind. Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir in Dubai verkaufen, weil wir auch so, dass wir nicht gut abgestellt sind für alles. Ich meine, das heißt, du warst aber just froh, ob das gemünzt ist, also das gemünzt, ob die Projekte, die dir dann festgehalten wird, für, wo dann ein Bordell-Wohnungsraum soll geschafft gehen, oder wie könnt dann so eine Konklusion zustande, dass wir gut abgestellt sind? Ja, wir sind gut abgestellt, was als Evolution am Pakt Logement 2.0 geht. Das ist auch eine neutrale Konklusion auch von unserem Logementsbüro da. Wir weil genau die Infrastruktur der Uschweiz, genau für die sind wir am Echange mit einer AIS, wo es nicht darum geht, etwas zu veräußern, für die Last zu gehen, wo es darum geht, für zu gucken, wie wir mit einer Synergie können, zusätzliche Logement abordable schaffen, die wir effektiv selber bannen, Rang mit unserer Manpower nicht lang umgesetzt kriegen. Das heißt, dass am Moment, dass man als Optik für einfach etwas fortzugehen und um das Suchen zu kriegen, mehr echt für die Evaluierung, die du da Hand stungt, weil die Evaluierung der Hand hat, wir holen Leute aus einer prekären Situation raus, für neue Logement abordable zu schaffen. An dem Echange mit der AIS kann ich noch nicht so, wie das ausgeht, wie du also aber dieselbe Optik nach immer Hand und rund für zu gucken, ob man über sie oder Martinen zusammen können, du auch für eine Renovation sorgen, auch für trotzdem, dass die Logement nicht kann genutzt werden, weil das ist im Moment ein Problem. Wir haben leider aus einer prekären Situation rausgeholt. Als Hostat will man da Chemie dran setzen, weil da wird nur ausgesagt, dass es nicht so, wie wir uns vorstellen und noch nicht wie die Standards entspricht. Und dafür sind wir im Moment am Gangen, Synergien zu sichern, für zu gucken, wie man mit anderen Akteuren zusammen, in die das machen wir als Gemeng, mir in Deal mit anderen Akteuren zusammen zu machen, für die Logement abordable zu erweitern. Und auf der dritten Platz probieren wir das. Gut. Kann ich weiter vorgehen zu diesem Rapport annuell. Da gebe ich für den Pakt Logement auch den Bilan annuell zum Wort stellen, wenn das du bei der Abverstanden. Das ist auch unanim. Da kommen wir zu dem dritten Rapport. Pardon, dass wir den anderen Rapport gehen, natürlich aber ein neues Büro da. Also Büro d'études wurde Leute intern, die am Gange sind, Formationen zu machen für das Statut vom Büro da können zu tun. Und die Person, die schon mit dem Daniel Baum Matt geschafft hat die Formation rezent noch nicht aufgeschlossen. Okay. Das heißt, wir haben schon eine Person en vue, aber sie muss noch die Formation aufschließen, für dann auch können zu unserem Logementsbüro zu gehen. Wir müssen noch determinieren, ob man das neu stimmen oder ob das einfach übergeht an der Konvention, die man mit dem Büro d'études tun. Da tun wir noch nicht nur geguckt, aber das gucken wir. Aber wenn du ein neues Wort nötig ist, dann bringen wir das nächstes Mal mit. Ich denke, dass das so sehr kann gehen. Okay. Gut. Also ein dritter Rapport annuell haut ist der von dem Pakt Natur, das heißt Naturpakt. Ein dritten nationales Programm, voilà, wo es Mesuren am Bereich vom Naturschutz, der Biodiversität und der nachhaltigen Gestion von unseren natürlichen Ressourcen geht. Ähnlich wie beim Klimapakt probieren wir hier verschiedene Ziele zu erreichen, die sich an Punkten, an Prozenten ausdrücken, an die weisen auch mal auf dem guten Weg sind oder was man noch zu verbessern haben. Voilà. Wir haben, selbst wie beim Klimapakt, als auch Unterstützung zur Seite geholt aus dem Naturgeopark Müllerdal. Und dafür sind wir froh, dass Tamara hier ist, für uns den Rapport zu präsentieren und für dann auch mehr präzise, wie wir es können, auf Fragen zu antworten. Voilà, da bin ich dir gut. Merci, Carol. Du möchtest dann auch von mir. Dann hat auch der Rapport annuell 25 vom Naturpakt. Ich fange nicht an wie am Klimapakt, nur nach den ganzen Naturpakt vorzustellen. Ich meine, das ist noch nicht so lange hier, wo ich dann auch auf dieser Platz sitze, sodass ich direkt erst vor der Entwicklungsweise von der Gemeinde erst danach über die letzten 4 Jahre, wie du auf dem Grafik gesehen hast, und ich denke, ja, die verschiedenen Zertifizierungsstufen durchgestartet haben. Man kann dann Bas, die 40%, Bronze 50%, Silber 60% und nur 70% Gold, da tun schon nicht durchgestaltet. Wie man gesehen, 22, du gehst den ersten Etat de Lieu für die Gemeinde gemacht, hat erst dann noch schon gut Basiszertifizierung übertroffen mit 45,11%. 2023 wird nun den ersten Audit stattgefunden, wo die
Zertifizierung dann noch offiziell unerkannt gouf. 24 gouf den zweiten Audit gemacht, wo sie die Bronzezertifizierung erreicht hat als Echtgemenge am Naturgeopark. An lo stand Dezember 25 wird Gemeng 57,43% erreicht. Schon 2026 aufgebildet, weil seit Dezember bis los sich aber noch pur Sachen entwickelt hatten, so dass Gemeng aktuell bei 50,4% steht, dem nur ganz nur und den unter 60 Grad ganz kratzt. Bei hun Joranker genau wie am Klimapark, das fand auch auf parknatur.dalu eine Übersicht gemacht von alten Gemengen am Land, die lo im Naturpark deelholen. Jetzt so eine Janker eben die Region vom Naturgeopark am Kreist wieder gesieht, doch immer mehr dunkelgrün in der Region. Da ist eben noch das Ziel, die echt selber Zertifizierungen zu erreichen. Das soll dann noch das Jahr, ganz nächstes Jahr geschehen. Und ich meine, du wirst erst noch einen von denen echte Gemengen sehen aus der Region, die da wird erreichen. Kurz, ich lo besser Kapitel vom Rapport annuell agehen. Ich meine, schon letztes Jahr hat angekündigt, dass ein neuer Katalog Kraft treten, den soll am Juli 25 an Kraft getreten. Ich will nämlich auf alle Schritt an dem Prozesse angehen. Auf alle Fälle hat das Ugangs 23 angefangen, die ganze Überarbeitungsphase von dem Katalog. Mit Testphasen, Mama wie vom Civicol und eben voilà, am Juli auf 25 Kraft getreten. Was tut das am Anfang geholfen, 25 den Naturpark bedeutet? Wir müssen an alle Gemeinden einen neuen Etat de lieu erstellen. Es sind ganz viele Maßnahmen angepasst, sind noch verschiedene Maßnahmen weggefallen, ein paar neue sind dabei gekommen. So dass am Anfang geholfen, das ist auch schon einfach ein resümierend gesagt, Jahr 25 so relativ technisch, theoretisch aufgelagert, einfach weil man auch neue Daten sammeln oder bestehende Daten neu auswerten. Nichtsdestotrotz sind aber natürlich auch Sachen Terrain geschieht. Ich gehe einfach kurz durch, Kapitel pro Kapitel. Am ersten Kapitel Naturschutz allgemein, das Gemenglo 50,3% erreicht. Was vielleicht du zur Erinnerung am Iran, das sind die ganzen Maßnahmen, wo Natura 2000 Gebiete eine Rolle spielen, wo geguckt wird, wie viel sind die auf Gemengen Territoire oder wie viel sind auf Gemengen Besitz, aber dann noch eben Partizipation und Komiteesreunionen von der Kopi Natura 2000 Müllardal, wo da immer 2 am Jahr auch sind. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo am September ein war, wo dann nochmal praktisch Maßnahmen sich angeguckt in der Region. Aber wenn wir 25 auch mal dran geholt haben, das waren die Ausgaben, die allerdings schon 23 gemacht wurden. Das war für die Flaschenkauf Kahleberg, für das Projekt, die in Zukunft für du soll anstehen. Den hat den Tommy auch schon ein paar Mal präsentiert. Dann am Siedlungsraum, da sind wir bei 77,6%. Siedlungsraum, das ist alles, was sich am PAG befindet. Hier war den Hauptvolley, dass wir eine Kartierung konnten auswerten, und zwar Kartierung von den alten öffentlichen Grünflächen, für die Gemeinde zuständig ist. Nicht die, wo zum Beispiel Pont Chaussee hier in der Gemeinde guckt, wirklich wo die Gemeinde auch einen Abfluss drauf hat. Die, zur Erinnerung, die Kartierung, die für die 12 Membersgemeinde vom Naturgeopark in Utrecht gehen, allerdings schon 23. Wir hatten ursprünglich im Oktober 24 schon mit den Resultaten gerechnet. Das hat sich aber aus etlichen Gründen seitens von Bureau d'études ein bisschen verzögert, sodass man laut Daten, die Finaldaten, all auch erst im Juli des Jahres, also 25, zusammen hatten. 14 Hektar goufen hai innerorts opgeholt. Auf Basis von denen Donien haben wir einfach das Ziel von der Kartierung war auch eine Basis Données zu kreieren. Ich weiß erst noch ein extra Beispiel davon. Das ist so einfach ein Hauptutil, den wir dann können benutzen für weitere Umsetzungen am Siedlungsraum können zu planen. Was geteilt bewährt auch anhand von der Kartierung, da ist eben geguckt, wie viel von den öffentlichen Grünflächen gehen Natur noch, sprich extensiv bewirtschaftet. Ich will euch ein kleines Beispiel gewesen, du hast auch alle Flächen, die kartiert wurden, Fotos dazu gemacht, und eben links, also das ganz links, das Beispiel, die 2 Fotos, weil du nicht am Naturpark unerkannt wird, und dann rechts ist ein Foto vom See zum Beispiel.
du wo man gern hatte bei der mesure wat du bewertet dat Naturnot und dort gemang du sie 7 Hektar die so bewirtschaft gegen dem du heute gemang durch 50% bei der Maßnahme erreicht. Ja, sind Beispiel aus dem GIS-Programm von der Datenbank, das ganz große Lohn Donner, das immer ein bisschen kompliziert, das übersichtlich zu Summen zu stellen. Aber heute ein Beispiel von den Kränkflaschen um See. Auch Altbeem sind da abgeholt gehen, die Gesetze im Parking beim Delles. Beim See sind Beem auch abgeholt, die sind aber noch nicht raggeflossen. Aus dem Grund, die Beem gehen schon ein bisschen abgeholt. Und da gouf man den aufgestimmt, dass die Naturbild abgeholt. Das heißt, du musst die den alle Baumkadaster muss nach heute dran integriert gehen. Und wie der heute gesehen hat, einfach all die Flaschen, die digitale erfasst sind, 100 den Flaschen, stechen Tabelle mit ganz vielen Informationen wieder heute gesehen, die kann ich auch dann all per Excel extrahieren und eben Analysen und machen. Was du auch dann dran hast, sind Strukturelemente, wie sie heute auf der Legende stehen, das sind noch Nistkasten, den Sektenhotel zum Beispiel. All die Sachen, die am Naturpark unerkannt können gehen, wo den eben do ob EQ an einer Datenbank war das auch möglich, pro Einzel öffentlich Kränkflaschen so 8 Steckbriefe rauszudrucken. Das war so eine Notiz, wir gucken nur noch, wie wir den auch abbereden, wir sind gerade noch überprüfen, wo wir auch die Servicetechniken und die Serviceregien zur Verfügung stellen, eben auch das Ziel, dass sie noch einen Managementplan wird für die Flaschen eben Natur nur extensiv zu gerieren. Dann natürlich, was auch immer wichtiger Faktor ist, das ist ein Entretien von all dem, was den abstellt oder ulädt. Und da sind noch ganz klar die Entretiensarbeit gelaufen. Ich meine, das sind noch den Thomas Leute und Britta, die da ganz viel Arbeit machen. Sie haben ein Entretien von all den Blumenwiesen. Auch die müssen von Jahr zu Jahr erneuert gehen, wo gewisse Pflegemaßnahmen aber da nötig sind. Und dann allein schon am Siedlungsraum sind am Kader vom Naturpark 33 Nisthilfe für Bayern und über 100 Nistkasten für Fledermaus und Fischel installiert gehen. Das bedeutet auch immer Entretien. Muss ich noch nur diese Sachen gucken. Verschiedene müssen alle Jahre geputzt gehen, andere alle 2 Jahre. Du darfst eben auch nicht unterschätzen, wie wichtig die Inhaltsmaßnahmen sind, Entretien. So dass das ja auch ein bisschen mehr am Fokus eben steht. Jetzt habe ich dann am Oppeland, da sind wir bei 50,8% aktuell. Ich meine, da sind auch die jährlichen Arbeiten, die gelaufen sind, verschiedene Pflanzungen, Neupflanzungen, sie wird von Obstbäumen oder auch Hacken. Aber eben, und natürlich war den dann auch nicht unterschätzen, dass Bewasserung von den Elementen, wenn sie gepflanzt gehen, ne? Geht nicht immer dort gepflanzt, aber das kostet auch immer viel Zeit. Und dann haben wir auch die ganzen Entretien von den bestehenden Biotopen, wie hier am Beispiel das den Bongert beim Alpha Weiher, wo auch immer muss, je nachdem Entbuschungsarbeiten gemacht gehen. Hier sehen wir auf der Foto zum Beispiel das Tergöfe oder Lastjahr Trischemauer restauriert. Das sind dann noch alles, auch am Oppeland, die Entretien-Sachen, wo nicht zu einer Schatze sind. An der Guffen am ganzen Gemengenterritoire kommt 10% mehr auf Flaschen verzichten gehen, die nur einer Biodief-Kontraktor stehen, die auch daneben der Naturpark geraschen können gehen. Wir kommen schon an den Wasserbereich. Da war ganz interessant, dass gerade auch für die Gemeinde erst noch im neuen Katalog gehen viele Maßnahmen unerkannt, die am Kader von der Heichwasserrichtlinie umgesetzt gehen. Natürlich alle Maßnahmen, die damit für den Heichwasserschutz, dann auch vom Starkriegkonzept, du hast ja auch erwähnt, da kann auch alles unerkannt gehen. Und haben ja schon extra gewiesen aus dem Geoportal, wo ja noch all die Maßnahmen gesagt von der AG, die du überall zurückfahren kann, von der Wasserrahmenrichtlinie, pardon. Das sind die Maßnahmen, die auch nicht unerkannt sind. Natürlich, du kriegst mir Donnerstag für die Gemeinden auch von der AG. Wir bewerten die und war eben eine neue Bewertung im Kader vom Naturpark, die wir machen müssen, die haben auch relativ viel Zeit und Anspruch geholt. Das ist auch einfach, dass der einfach mehr ein theoretischer Rolle.
Da komme ich auch schon zum letzten Punkt, die Kommunikation und Kooperation, das gemeint bei 6,4%. Du geflasht ja ganze Programme und Formationen vom Naturgeopark organisiert eben für Gemengen Arbeit, dass ihr wird Gärtner, aber auch für Servicetechniker. Da könnte Gemengen noch eben unerkannt am Kader vom Naturpark. Das der Humoren so Programme erstellt, wo man wolle wie Terrierfir Kriterien vom Klimapakt auch mal dran geholt und das mal ein Kombi von denen zwei Pakten. Dann natürlich was gemein auch alle unerkannt kriegt, das sind Aktivitäten für die Bürger, die vom Naturgeopark Gebäude gehen, immer von September 25 bis Juli 26. Und dann noch die ganze Wolle Holz von Heuwisch, dann noch Heu dich gesehen, dass du viel gebaut hast. Ja, dass du auch Monto zur Summe kommen sehen. Voilà, das war auch schon zum Rapport annual. Ich erlaube mir dann auch einen Ausblick zu geben. Hier ist ein Ableg an unser Formationsprogramm. Du haben wir den 14. April einen Vortrag, wo wir auch Mikros abmachen. Viel intelligent steuere Klimaanpassung in der Praxis. Wir können ja schon Details oder auch schon drin geschickt gehen und auch den 9. Juni 2026 zu Wirtschaft fit für Zukunftsstrategie gehen trotz, wo wir einfach Klimaresilienz am Fokus holen. Dann einen kurzen Ausblick, Programm de Travail für 26 geht es auf 60% selber Zertifizierung hin, dann das ist das Ziel, wo wir erreichen. Voilà, das war von meiner Seite. Ich merci für die Nullströme. Das sind ganz positiv Aussichten und eine gute Arbeit, die auch von dir, von der Equipe von Naturgeopark koordiniert wird. Vielmals merci auch für die gute Zusammenarbeit, auch natürlich merci und die Equipe auch rund um den Tom und Britta, die mit dem Naturpark schaffen, seht ihr da doch? Das seht ihr noch. Okay. Naturpark schaffen an der Ron auch zusammen alles ausgeschafft und auch umgesetzt gehen. Ich ging auf heute Ron abmachen für frohen Remarken von ihrer Seite. Ja, Carol. Du hast schon noch ganz viele Fragen geantwortet. Merci für den Vortrag. Anderem eine Tabelle mehr. Wir hatten heute viele Tabellen zu analysieren. Ne? Und das ist viel mehr verständlich durch den Wörter natürlich gehen. Ich will aber darauf zurückkommen, an der Tabelle steht immer Progression réalisée, natürlich par rapport, ne? Wohin mir als Lektor von den Tabellen, ich kann ein bisschen drum mosen natürlich, ne? Wo weiterkommen aus. Ich will nun dann noch fokussen drauf, ne? Dass ihr nicht seht, dass du als mehr drunter geschafft gehen. Ich habe schon noch verschiedene Fragen geantwortet, weil ich so war echt ein technisches Jahr oder du hast geschafft gehen und dann das echt der Inhalt. Das heißt, was ist dann lo, wenn ihr seht, Strategie einfach für ein Kilo frisch an der Kap zu und du hast Pourcentage immer gesagt, bei der Strategie zum Beispiel also minus 2,1%, dann haben wir aber beim Milieu urbain also plus 16%. Das heißt, voilà, wie geht gehen da Fokussen raus an der Equipe, das ist nicht just gemein erst danach, dass du dann noch ein paar zusammen, wie geht dann da der Fokus gelöst, die Strategie eigentlich, und wer den lo mehr schafft oder Männer schafft. Für eine andere Folie abbricht, vielleicht du kurz auf die Progression, auf die Zielsetzung mal drauf anzugehen, eben bei jeder Zertifizierungsstufe, den eben die verschiedenen Progressionen, die pro Jahr muss realisieren. Natürlich bei Basis sind da 2%, aber 50%. Bei dem 1% Leiter eben noch gemein erst danach, die auch bei weitem dann überschrott gaufen, das ja natürlich der Progression mehr wie erfüllt. Das eben einfach auch schon als Ziel, dass sie die immer mal muss erreichen. Das ja, wenn wir ja weit drüber da kommen. Die letzten Jahre haben wir effektiv immer mehr den Fokus im Siedlungsraum, aber wo wir so, wir kriegen die Kartierung und das schaffen wir auch mit der. Das waren so ein bisschen Lohn am Anfang.
Begriffe gerne benutzt, die low-hanging fruits, wo man dann aber mehr größer Maßnahmen können gehen oder auch noch am Oppeland bis sie wollen abgreifen. Ich meine, für 2 Jahre war es, wo man ja auch, wo der Pachtvertrag neu gemacht hat, wo man da mit den Fokus am Oppeland hatten, dadurch mehr am Siedlungsraum werden dann aktiv gehen. Das hängt von Jahr zu Jahr, wird dann der Fokus neu gesagt, ja. Aber wenn ihr zum Beispiel seht, Milieu Aquatik, da lesen dann plus 8,6. Ich lese aus der Tabelle, aber nicht raus, was für Mesure gehen dann da, denn die Plus als das auch das technisch abschaffen, was du gesagt hast, oder? Nee, das sind dann eben Mesuren, die von der AGR, seitens der AGR umgesagt gehen, wo wir dann Donner kriegen, aber auch nicht so genau durch den direkten Abfluss drauf. Und oft sind da doch Mesuren, die eben lang dauern, wann die bis angefangen haben. Das ist also auch einfach der Progress durch, weil das Mesuren von einer größeren Envergure sind, dauert das einfach mehr lang. Du gesagt hast aber auch eben, dass du noch immenses Potenzial hast, auch noch notamment, weil die Mesuren angepasst werden. Was interessant ist, dass die Mesuren am Haus auch kommen vom Naturregierpark Müllertal. Das heißt, sie delen da die Informationen traschell, halt das da Courant, das extrem flott, wenn man den dort Projekt regional so Kartierungen gemacht haben. Gestalt gehen aus, da wird die Kartierung nicht nur für schon nachgemacht, aber die wird dann auch für ganz Region gemacht, weil uns dann auch hilft, oft einen besseren Preis zu kriegen, ne? Wenn man dann die Individuen gefragt etc. Und das muss schon Sinn für die Projekte regional umzugehen. Ich weiß nicht noch weiter, sondern du noch merci. Ich finde, das war schon. Schon mal merci. Du bist ganz allgemein froh, bis wenn ich engagiere mich mit dem Naturpark. Also ich weiß, am Logement war das am Klima war 2030, bis wenn ich als auch 2030. Genau, ja. Ja, weil nicht mehr zu tun. Bist du interessant? Das haben wir nachgst du. Du musst noch Preisersichtigung. Die kriegt noch Gold bis Auch die Gemengen, die Gold tun, musst du weiter schaffen für Gold. Die Gold zu haben. Ja. Bei 70% muss ich nicht mehr alle Jahre sagen, progressieren. Nee. Wir müssen aber dafür machen, für bei 70 zu bleiben. Ja, eben. Das wird schon viel drin. Eben so an die Entretien-Sachen noch. Ich soll als Beispiel, die so viel Hektar Biotopen an der Gemeinde, die erhalten sich nicht von Salven, die pflegen, das ist aber immer. Disziplinenumfang, das muss beweisen können. Okay, dann. Merci. Merci Tamara für den Arbeit. Merci auch dem Fischer, dem Tom Müller und dem Britta Dingeldein. Das heißt, spiegelt am Anfang auch ein bisschen die Arbeit vom Tom Müller wieder. Das heißt, fand ich schon mit einem ganz guten Aufgangsresultat aufhängt. Also natürlich auch ein bisschen mehr einfach für dann weiter zu schaffen, wie den Tom und Britta kennt. Sie sind relativ effizient. Und den Tom bringt es fertig, ganz effizient zu sein. Wir bringen doch fertig, für dann Projekte umzusetzen, wo wir viel Geld da kriegen. Und sind froh, dass wir da auch über die regionale Wege gegangen sind. Da sind 2 Leute über den Naturgeopark angestellt gehen, die am Anfang der Gemengen dann zuspielen, die sonst nichts machen. Und ich meine, wenn das Resultat davon ihr schon nach gesagt habt, von all den anderen Gemengen, die am Naturgeopark Müllertal sind, dann beweist das, dass es der richtige Schwab war, den wir da getroffen haben, für das regional umzugehen, weil von dem anderen profitiert. Und voilà, ich freue mich auf die nächsten Jahre, die noch kommen werden, und auf die nächsten Flotprojekte, die an dem dort den Kader vom Park Natur werden umgesetzt gehen. Super. Vielmals merci. Da kennt man auch diesen Rapport vom Naturpakt 2025 zum Wortstelle, wenn das du mal da verstanden. Das auch übernehmen. Vielmals merci auch dir. Merci. Da geht man auf den 4. Punkt von unserem Auto du Jour übergehen. Das ist die Approbation von einer Reihe von Konventionen,
Du hätte man als echten Subpunkt Konvention de mise à disposition vom Hihof mit den LGS-Scouten. Die hat am Dossier gesehen, dass die Konvention 2 Etagen am Hihof betrifft, das den ewigen Deel, also den ersten Stock an den zweiten Stock von dem Hihof, wo ich von der Seite aus beikönnt, wo früher den Musée de Préhistoire war. Du leimer bei einer Surface von rund 2 mal 130 Meter carré. Die Konvention de mise à disposition, die soll ulaufen ab der Remise des Clés. Am Hilo haben wir einen Kontrakt gemacht für 3 Jahre, renouvelable Jahr für Jahr. Die Darbechten, die sind aktuell en phase terminal, sodass wir aktuell da rechnen, dass die Scouten spätestens den 1. Mai könnten an die lokale rangehen, werden wir frei, möglich ist, werden wir das natürlich mit frei auch machen. Ein Punkt, der wichtig ist, dass wir von der Abgangssituation an auch der Situation der Banden auch mit Sicherheitsausgang. Wir sind ein historisches Gebäude, wo wir nicht extra Mesure geholt haben, für do weiter Notausgang und so weiter zu machen. Dafür haben wir eine Kapazität maximal, die aber auch mit den Scouten aufgestimmt ist, von länger 40 Schleit an den Räumlichkeiten. Mit das für sie, aber für hier Versammlungen mit den Scouten, das aber für sie an der Reihe. Mit das aus sich, weil wir da eine Entrée haben, eine Sortie haben, das ist derselbe Platz, und wir haben nicht oben ab nach am Hihof, weil das doch ganz schwer ist, um Platz zu setzen, nicht nach zusätzlichen Notausgang. Dafür könnt die Kapazität maximal von 40 Personen. Voilà, ich nicht froh einerseits zu der Konvention de mise à disposition. Ricardo. Vielen Dank für die Explikationen. Wir sind froh, dass wir das meine Lesung für Sie von tun. Anscheinend schon froh, also zu frohen, wichtig bleibt an natürlich, dass man den Hihof, also der Rez-de-Chaussee oder der Keller, Hihof weiterhin können. Löhne, Verlöhnen, ich denke mir nicht so viele Möglichkeiten als wir schon haben. Dann ist wichtig, dass das auch so steht, dass sie das auch wissen. Und dann ist einerseits immens wichtig. Und dann, was wir freuen, wir wissen nicht, wie dann 10 Jahre ist. Ich weiß nicht, ob das die finale Lesung ist, wenn am Hihof so etwas anderes geschehen. Da müssen sie nicht planen, ob wir als Fleischkind engagieren, indem wir vielleicht einen Artikel beisetzen oder einen Satz beisetzen, wo wir so falls wir müssen planen, dass wir ihnen unterstützen als Gemeng für einen anderen Platz zu sichern. Auch wenn das eine Evidenz ist, dass wir also Fleisch engagieren, dass wir ihnen unterstützen für einen anderen Platz zu sichern, falls wir an die Situation kommen, dass man hier auf etwas anderes nutzen müssen. Ja, merci für die Frage. Die ist natürlich auch von den Scouten selber abkommen, weil sie auch auf der Sicht sind einer Stabilität. Wir haben ihnen die Stabilität auch mündlich so vermittelt. Wir haben hier eine Solution gefunden, die an unserer Sicht auch langfristig kann durchhalten. Das wird wir nicht können mit Sicherheit so, und das ist, ob wir irgendwie in eine Situation d'Urgence geraten, wo bemol Räumlichkeiten, die die Gemeinde zur Verfügung hat, für andere Zwecke gebraucht gehen. Du wennst da Hummer auch lo die Konvention schon auf 3 Jahre gemacht, nicht nur ein Jahr renouvelable, mit 3 Jahren, und du hast eine Rekonstruktion tacit. Das heißt, heute ist ja auch eine öffentliche Sitzung, das wird mir hingesucht, und das gilt natürlich auch, dazu auch, wir wollen hinnen schon eine Perspektive auch à long terme gehen, an das nicht als Intention für du nach eine andere Solution zu envisagieren. Auf jeden Fall haben wir da im Moment keine andere Evaluierung. Wir sind froh, dass wir hier eine Affektation für den Hihof haben, die Sinn macht, und wo die Räumlichkeiten auch genutzt gehen. Das ist immens schön, wenn ihr so flott Räumlichkeiten hört, die da nicht genutzt gehen. Und die Scouten, die können hier auch durchaus planen, dass das heute noch hinnen wird eine Stabilität gehen von einer Infrastruktur, die mir hinnen für eine Euro-Symbolik zur Verfügung stellt. Dann. Vielleicht ist noch Powert, ich meine, das ist auch ein Dossier, den eine lange Bart hat. Ich meine, der NIFA, der Boemischer war lang Präsident, selber aktiv, und NIFA war lang eine Solution gesehen, wo viele Ideen durchfahren, und es gab dann oft Platz gewechselt, und ich meine, dass das heute ein ganz flott Propos aus für sie, wo ich auch froh bin, dass sie selber ganz zufrieden sind über die dort Platz. Ich meine schon, sie leien zentral, das so nicht, bon,
das Loken Lift do dem Moment d'Accessibilität als lo net terribel mit Platz like gut als groß als proper an sie sind super zufrieden für die Nation. Da fand ich schon mal terribel flott. Waren natürlich Ideen do für den Raum do ernst das zu spielen. Da war die Idee vom Musee, Poterie etc. etc. Ich meine, wir haben momentan einen Platz, wo Musee geplant ist, dass den an der Markt ist. Ich meine nicht, dass nach einer Ideen abkommen werden für die doten Platz ernst das zu nutzen. Also, ich meine, da können sie ihre Kamera legen und ich bin froh, dass das Ihnen für allem gefällt. Gut, wo keine weitere Wortmeldungen sind, da kann ich die Konvention de mise à disposition vom Hihof und der LGS-Scouten zum Wort stellen, wenn das dort auch verstehen. Das ist auch unanim. Der zweite Punkt ist die Konvention mit dem Clubhaus Bien sûr. Das ist eine Dreierkonvention zwischen dem Staat, den Gemengen, die konzerniert sind an der Association Foyer Senior ASBL, die als Clubhaus Bien sûr gerieren. Das ist also ein grenzüberschreitendes Projekt, das wir hier zusammen präsentiert haben, den wir zusammen mit der Gemeinde Großbad Mompech, aber auch mit den Gemeinden auf der deutschen Seite, Harlingen und Langsuch umgehen. Und es geht eben darum, für den älteren Matbürger diverse Aktivitäten anzubieten. Der Staat beteiligt sich zu 87% und die Gemeinden haben dann nach 13% von den Personalkosten zu drohen. Für das Jahr sind das Personalkosten von 2,125 ETP, abgedeelt auf 4 Personen mit einem Kostenpunkt von 236.696 €, was Kosten angehen, laut der Konvention aus dem Undeel vom Staat insgesamt bei 218.997 €. An unserem Budget haben wir Kosten, eine Kontribution von uns als Gemeinde von 14.759 € definiert. An allgemein den Heimat an dem Clubhaus Bien sûr dabei ist, kontribuiert proportional zu ihrer Einwohnerzahl auch zu den Kosten von 13%, die dann neben den Kosten, die der Staat trägt, noch zu couvrieren sind. Voilà. Ich bin froh zu dieser Konvention. Da gebe ich Konvention für 26 für das Clubhaus Bien sûr zum Wort stellen. Wen hast du mal da verstanden? Das sind da 8. Person zu der Personalsituation des Jahres, da wird man am Heim Chantal, die im Moment chargé de Direction als Deputé en Pension. Wir haben im Moment eng Madame Olden Marlene, die eine halbe Tage hat, die Kind die Tage überholen. Sie will das aber nicht machen. Und Madame Busch Deborah, eine ganze Tage, die im Moment am Congé parental ist, die geht das halt, Madame Audrey Kraus, die wir ganz zufrieden sind, die wird à durée indéterminée gehen. Und nicht mehr spät, wie die nächste Woche oder Ende dieser Woche, müssen nach einer neuen Posten ausgeschrieben gehen von 32 Stunden, wo es eine neue Chargée de Direction ist. Wir sind ein bisschen la victime de notre succès. Ein bisschen. Gut, da gibt es auf den dritten Subpunkt kommen, da das die Konvention für 2026 wird als ein Service d'éducation et d'accueil geht, das heißt als Maison Relais. Da ist es so, dass eine Partizipation finanziell vom Staat an der Gemeinde gibt, was Maison Relais angehen. Bei der Crèche von unserer Kannerstufe ASBL, da liegt Partizipation étatique bei 100%. Das möchte ein Total aus von 2.091.958 € bei der Maison Relais. Und das ist den Hauptvolley von dieser Konvention. Also eine Abteilung 75% Partizipation étatique und 25% Partizipation für die Gemeinde. An dem finale Kalkül fallen am Ganzen 2.573.421 € auf den Staat.
an 557.807 Euro op Eis op Gemeng. Das ist den Hauptdeel von der Konvention, wo es eben darum geht, für auf der Basis von den Kosten, die bei der Maison Relais und noch der Crèche entstehen, Partizipation finanziell vom Staat, und da da implizit auch bei der Maison Relais die 25% von der Gemeng zu determinieren, en Funktion notamment von der Personal, von der Unzahl von Personal, die an der Maison Relais und noch an der Crèche affektiert sind. Voilà, Frohen, Carol? Aus der Teil an eng neue Konvention wer vier Druck kein do, also aus der Lo es ein neue Moment oder weil du war ja immer, also das war ja immer determiniert, also war das vier Druck ernst. Das all Joas ein neue Kalkül. Mit das us vier Druck nicht ernst. Konvention hat us nicht geändert. Mit gibt für all Joas einfach eine neue Konvention gemacht, die dann auch der genaue Montant von der Participation étatique fixiert, wo mir auch dann den genauen Montant von der Partizipation kommunal kreieren. Das ist ein bisschen tricky, weil wir hatten nach dem Morgen darüber geschwärzt. Wir kriegen am November so eine Estimation, an die Estimation, die das Jahr leider relativ weit unter dem, was Tenor als Partizipation kommunal ist. Das heißt, an unserem Budget ordinär steht nicht dieselbe Montant, wie das am Endeffekt an der Konvention steht. Das ist ein bisschen schuld. Mit dem Moment, wo wir das Budget aufgestellt haben, hatten wir die genaue Zahl noch nicht. Aber das ist just für richtig zu so, wie es geht. Wir kriegen die Konvention dann Anfang vom Jahr. Die ist aber wichtig, weil das einfach ein grosser Montant, der noch an den Dépenses ordinär von der Gemeinde mat vir gesinn ha 850.000 Euro, die do als Partizipationun an de MSA beinhalten. Voilà. Sie gëtt vu Joer zu Joer nei der nächste gin sech vun der Konvention gin nei bereschent. Ja. Voilà. So kein weiter frohe gehen, da gebe ich die Konvention ASEA heute zu dem Wort bringen für das Jahr 2026. Ich finde, dass du mit Affersternen das auch übernehmen. Und dann haben wir noch eine Fiat-Konvention. Das ist eine Konvention relativ à la compensation des services publics. Das ist sich nach der letzten Teil von dem Volet Bailleur Social, Kommission konsultativ für die Attribution von den Logements abordables an die heutige Konvention, die am Anfang die ganze Gestion von unseren Logements abordables, die wir heute zuerst noch haben, und das sind am Moment 5, das sind 5 Logementer, das sind die 5 Logementer, die wir an der Rue des Merciers 17 bis 19 haben. Was das heute den Zweck von dieser Konvention das regelt, dass wir Gemenge als Bailleur Social Wohnungen für Lokation abordable verlohnen und dass wir dafür vom Staat eine Kompensation kriegen. Das Kompensation die deckt die Differenz zwischen dem Loyer, den der Promoteur bezahlt wird, und dem niedrigen Loyer, den der Lokatär bezahlt. Ihr wisst, am Kader von denen Bayern, mit dem wir aufschließen für Logement abordable, die all Jahres erneuert gehen, en fonction von der Situation finanzielle von den konzernierten Leuten, dass man da wirklich ganz große Divergenzen und das sind halt so ganz kleine Loyer, und wenn es den Leuten ein bisschen besser geht, kann das aber auch auf Loyer rund 1.000 Euro herabgehen. Weil das die Rolle von der Gemeinde, wir sind responsabel für die Gestion der Wohnungen als Bailleur Social, das ist die Administrativgestion, aber auch die technische Gestion, die wir hier bei der Rue des Merciers, aber auch einen externen trotzdem weitergehen haben, an die Sozialbekleidung von den Lokatären, die bei uns über den Office Sozial erfolgt. Für die Kompensationen zu kriegen, muss wir als Gemeinde das Gesetz über das Logement abordable weiterhin auch respektieren, was die Wohnungen sind. Die Wohnungen nur die gesetzlichen Kriterien verlohnen, da das unter anderem den Aspekt, dass all Jahres der Loyer von den Leuten nach neu evaluiert wird und dann auch einen Jahresrapport über diese Aktivitäten aufstellen. Der Staat hat Recht zu kontrollieren, ob die Wohnungen korrekt geriert sind, ob die Kompensation richtig ist, und da könnten sie auch etwas zurückfragen bei uns. Da probieren wir natürlich uns da in Konditionen zu halten. Die Konvention hier, die gilt ab dem Moment, wo wir
als Gemeng auch ein Agreement hun als Bayer Sozial, der Tisch am besten alles an einem Package gemacht, mir weil alles neu ist, also auch staatlicher Seite die Konvention noch relativ spät recht kommt, mit passt sich alles bei ihnen, mit einem Agreement als Bayer Sozial, es gibt eine Konvention, zwischen der Staatsstandard an dem Staat für am Anfang die Kompensationen zu gerieren, und es gibt eine Kommission d'attribution des logements abordables, das wir zusammen mit dem Office sozial machen, das Ganze das gehört sich zu summen, das heute das nach den Deal davon, den wir nicht hier am Gemengerot aufgesehen hatten. Voilà. Frohen zu dieser Konvention. Vielleicht du hast ganz resümiert nach Einkeier. Dafür merci. Das heißt, heute schwätzen wir hauptsächlich Assistat von den 5 Fundingen, wie du gesagt hast, Rue des Merciers, und als dann für nach Projekte, für weiter, dort dran, einer bien, wir haben für drüber geschwärzt, wir haben gesagt, wir dürfen keine Arbeitssitzung darüber machen, wir können da in nächster Zukunft auch noch Apps direkt mit dabei oder der Talmeister dann der Juli. Also ich denke zum Beispiel Portiershaus, du hast für drüber geschwärzt, gell, das sind die Sachen, wo ich immer drüber geschwärzt und dann noch selber sieht, okay, das sind Häuser, die eitel stehen, das geht für da gut passen. Ja. Ganz konkret, also sowohl beim Portiershaus wie 12 Rue des Merciers sind wir auch an einem Échange mit einer AIS, die auch verschiedene Wohnungen auch gerieren, wo die Wohnungen entweder über die AIS werden weiter geriert gehen oder wo man probieren werden, sie auch an die Rennleitsysteme ranzukriegen. Das sind die Wohnungen hier. En vue sind nach die Wohnungen, die wir am Käuferhaus auch renovieren, da sind wir am Gange mit dem Staat auch ein wie von einer Konvention zu schaffen, so wie bei der Rue des Merciers auch. Die Merciers ist ja gebaut, die hat 75% Unterstützung von dem Staat. Und da ist eine Konvention abgestellt, die auch alle Guten, die dort Konditionen auch beinhaltet wird. Das heißt, dass man auch nur dem System auch verloren. Das heißt, das sind die nächsten Projekte, wo effektiv, wo wir darauf schaffen, respektive wo wir als Gemeinde auch eine Decision holen, wie wir sie weiter verloren. Da sind wir effektiv auch für die 2 Wohnungen, die zur Verfügung sind an Échange mit der AIS. Das, was du siehst, wo man vielleicht noch ein paar Monate schon mehr Recul haben, genau. Dass wir einen Kehr durch den Point machen. Ja. Okay, merci. Voilà, ich gehe nicht weiter frohen zu dieser Konvention mit dem Staat. Da gebe ich das Konvention in Relation mit der Kompensation vom Service Public zum Wort stellen. Wen hast du mir da auch verstanden? Ja, das ist auch unanim. Merci. Dann kommen wir bei den 5. Punkt vom Ordre du Jour. Das sind Subside extraordinär, wo wir als ersten Subpunkt ein Subside tun für den Daring Club Irstanach. Das ist ein Subside, den all Jahres rumkommt. Da geht es das Remboursement von den Freien, die den also Fußballclub hat, für Boxfrau und Boxmann zu bezahlen. Das ist alles das Nettoyage von den Vestiären von den Lokalitäten vom Daring. Da geht es ein Montant von 16.864,62 €. Wir dazu frohen. Da gebe ich dieses Subsid zum Wortstelle, wen hast du mal da verstanden? Das sind da 10. Ricardo stimmt für Ja, pardon. Das ist immer unangenehm. das ist unangenehm, ja. Das ist unangenehm. Pardon. Muss ich nicht rechnen. Nee. Okay. Dann haben wir als zweit Luxrollers. Luxrollers sind ein ASBL, das dem Patronage von der Basketföderation lebt, an die den Basketsport bei Leuten am Rollstuhl unterstützt. Du als Proposition für den Luxrollers 100 €. Voilà. Gebe ich dazu Wortstellen, 100 € für die Luxrollers, wen hast du da verstanden? Ja, das auch übernehmen. Ja. Ricardo? Das ist nicht, dass der Geschlecht geändert ist. Weil da steht, Monsieur Le Bourg ist Karl Lachner. Ja. Ja.
Programm ist dann nicht gut genug für zu erkennen, ob sie eine Frau oder einen Mann schreiben. Voilà. Spina Bifida hat mir einfach gemacht, hat einfach und Administration kommunal der Stadt nachgeschrieben. Da möchte ich noch mal zu Monsieur oder Madame Kefila, Madame Herr Bürgermeister uns auch gefreut, für eine Unterstützung zu kriegen, dass es eine Assoziation, die sich ersetzt für Leute, die eine Fehlbildung von ihrer Wirbelsäule haben, bei der Drückung nicht komplett zugewusst ist. Das ist eine Krankheit, die oft auch grave Konsequenzen hat. Und hier geben wir, da habe ich für drin auch proposieren, hier eine Kontribution von 100 € zu überweisen. Gebe ich dazu Wortstellen, wen hast du mal da verstehen? Das ist auch unanim. So, da kämen wir auf den 6. Punkt von Euro. Das sind ein Lotissement und auch Modifikation punktuellen von PHP. Da haben wir als ersten Subpunkt die Adoption von dem Lotissement Place Isidore Comes. Hier ist es so, dass es um eine Regularisation geht von dem genannt ganzen Campus Gar. Ihr wisst, dass du eine Reihe Échangen waren zwischen Parzellen, die dem Staat gehört haben, Parzellen, die der Gemeinde gehört haben. Und es geht heute darum, für ganz klar auch kadastral festzulegen, was ist die Parzelle, wo der Bâtiment scolaire, die Sportsaal vom Lycée drauf ist, die gehört zu dem Domaine de l'État. Was ist der Bâtiment scolaire von der Stadt Irstanach, was ist dann Teil von Eis. Das Platz zwischen dem Parking an der Schule, das ist auch ein Teil von der Stadt Irstanach, dann den Teil Piste cyclable, das ist den anderen Teil, den zu der Stadt Irstanach gehört, was an dieser Oplösung noch nicht dran ist, werde mal sagen, das ist den Chauffage urbain, weil beim Chauffage urbain ist den offiziellen Échange noch nicht gemacht, den ist aber am Moment an den Diskussionen, die wir als Gemeinde mit dem Staat haben wir die da mal dran geholfen, dass wir das auch mit regularisieren, dass der Chauffage urbain auch auf einer Terrain ist, den der Staat ist dann noch final auch gehört. Das ist aktuell noch an der Schreibstücke ist das aktuell noch Staatsterrain. Voilà, geht nicht vor zu dieser Regularisation. Dann gebe ich diesen Lotissement Place Isidore Comes zum Wortstelle. Wen hast du mal da auch verstanden? Ja, das übernehmen. Den zweiten Subpunkt ist die Adoption von einem neuen PHP Niveau Quartier wie Corsichfrau. Das ist von denen Projekt Carol, die ich effektiv auch genannt hat an der Budgetsitzung von neuen PHP, die abkommen. Wir sind hier bei einem Terrain von 10,78, die situiert ist an einer Zone mixte urbaine. Und da ist ein PHP Nouveau Quartier drauf, und das ist auch ein Sektor protégé, Typ Environnement construit. PHP heißt, dass wir hier als allererst eher das Promoteur oder die Proprietären hier PHP stimmen müssen, die PHP den ist durch eine ganze Prozedur gegangen, der Tisch Mühlen als Schäferrot Hummeren ugeholt, ob den Interieur geschickt, den Interieur hat sein Avis geholt, wir haben den Avis weitergehen und haben den Developer vom Projekt, das ist kein Gemengeprojekt, und du hast da noch eine Adaptation gemacht in Funktion von dem Avis von der Cellule d'Evaluation, und du hat auch de Büro, de Proprietär, den Promoteur, den heute geschafft wird, auch noch auf den Avido reagiert und sind nach pur Adaptationen gemacht. Am Ganzen geht es um die Realisation von 9 Unitäten auf dem Site an der PHP, den als elaboriert ging in Konformität zu unserem aktuellen PAG. Modifikationen, die nach kommen sehen, das ist eine bessere Abfügung, eine mehr harmonieuse Abfügung an Struktur urbaine et rurale, die Integration vom Projekt an den Environnement bâti existant, an der Respekt an mise en valeur von dem Patrimoine kulturell et naturel
den rundherum ist, sodass der heute für Reis ein wichtiges neue Projekt ist, wo zusätzliche Wohnraum halt zuerst danach kann realisiert gehen, und dass das heute noch an der Prozedur sich ganz gut geklappt wird, auch mit Modifikationen, die nach von Seite von dem Promoteur gemacht wurden, nachdem das die Zellule d'Evaluation auch sein Avis gegeben hat. Voilà. Ich bin nicht froh ihrerseits zu diesem PHP. Da gebe ich diesen, ja. Dann gebe ich 15 Meter. den PHP Nouveau Quartier Rue Conti zu dem Wort bringen, wenn du mal da verstanden. Das sind da 10 dann die unanim stimmen. Gut. Den dritte Subpunkt ist eine Modifikation ponctuelle von dem PHP Place du Marché. Das die PHP den auch Zeit von der Petite Marquise mit beinhaltet. Das heißt, wir sind an einem großen PHP, den sowohl der früheren Hotel du Commerce beinhaltet, mehr aber auch Zeit, wo früher Petite Marquise war, wo Hannen drin ja auch die großen Fundus ist. Zeit von der Petite Marquise ist zwar Bestandteil von diesem PHP, ist aber nicht durch Modifikation punktuell, die wir heute zum Wort bringen, touchiert. Der PHP Place du Marché, die wird modifiziert für unter anderem den archäologischen Fundus auf der Seite von der Marquise, den er einen Impact hat auf die Seite von dem früheren Hotel du Commerce, en Konsideration zu holen. Und andererseits für das Projekt Art de Vivre, das ist das Projekt, das früher auf dem früheren Hotel du Commerce drauf war, für den mit dem Cahier des Charges für den Development von Logement abordable an Anklang zu bringen. Entretemps hat den Promoteur, den das Projekt möchte, mit dem Staat auf Bemühungen von uns als Gemeinde, aber auch vom Logementsministère ein Contrat de Reservation unterschrieben für die Wohnungen, die am Projekt Art de Vivre geplant sind, als WEFA, also als Vente en l'état futur d'achèvement abzukaufen. Was hat lo hauptsächlich geändert? Das ist eine Adaptation gemacht von dem Volumen constructible, das ist eine Adaptation gemacht von der Pente vom Dach. Der Keller ist weggefallen, das ist eine ähnliche Konsequenz wie auf der Seite von der Petite Marquise. Wir können keinen Keller, wir können keine Cave bauen, so wie es früher geplant war. Und das auch an der Konsequenz von auch den archäologischen Fundus nicht mehr mögliche Parking souterrain zu planen. Das heißt, wir schwätzen hier von einem Parking à ciel ouvert, den dann wirklich spausen ist. Hunderte Areal, ihr wisst, dass du relativ viel Platz auch noch aus an den Terrain und noch der PHP hat auch noch ein gewisse Größe 100 den Haus. Das ist natürlich für uns ein ganz gutes Projekt, so wie ich doch schon in der Presse gesagt habe. Also aber eine kleine Deblockage von einer Situation, die für uns als Gemeinde mit dem Fundus, mit dem Klassement von der Parzelle rund um Petite Marquise wirklich nicht kein einfach war. Dafür sehen wir das heute als Gemeinde schon als gewissen Deblockage von dem ganzen Projekt. Wir werden uns auch nach einer zusammensetzen an dem nächsten Gemeinderatssitzung, für wir dich zusammen den Point zu machen, über das, was man da macht, im Moment am Échange mit dem Staat diskutieren, für das Projekt auch weiterzubringen. Wir haben schon mal den ersten Schritt der Modifikation von dem PHP Place du Marché, den Hotel du Commerce betrifft. Ich will voraussagen, dass egal wie bei der anderen Seite auch Werte müssen eine Modifikation punktuell gemacht gehen von dem PHP, weil wir ja da auch nicht mehr können ein Haus bauen, wir können da kein Garage mehr integrieren, wir können da keine Cave bauen. Dafür wird auch egal wie auf der Seite von der Petite Marquise zu Modifikationen muss kommen von dem PHP, wir können die zwei Modifikationen getrennt von dem machen. Was gut ist, weil das heißt, dass die eine Seite der Promoteur seine Arbeit weiterführen, schon eine Autorisation de Demolition unterschrieben, letzte Woche. Sie haben den Promoteur hat auch schon vom INRA d'Analyse präventive archäologique geschickt. Das heißt, sobald wie die Fassade
die Hünnechtfassade, die Fisch bleibt stehen. Sobald wie die Hünnechtfassade aufgerappt ist, da wird dann ein Prozedere losgehen, wo 100 der freier Fassade, also 100 der aktuell noch stehender Fassade nach der Analyse Archäologiken gemacht gehen. Und dann ist das aber enkadriert an einem Delay von maximal 6 Monaten. Das heißt, dass mit den neuen Delayen, die es da gibt, aber ein bisschen mehr klar enkadriert, wie das bei der Marquise noch der Fall war. Voilà. Aber ein wichtiger Schritt für auf dem dorten Areal an der Weiterführung auch noch alle, dass man auch nicht mehr so den Schandfleck auf der Seite haben, für da wirklich weiterzukommen. Frohen von ihr. Ich stoße ein bisschen so den Zeitplan, wenn man über Marquise oder Lo über den Do-Projekt schwätzen, dann schwirft mir immer ein bisschen auf das Chantier von der Traversée am Kap. Das heißt, das fällt ja alles aber ein bisschen zeitgleich. Also das geht ja durch, weil schon die Leute, also die Promoter, die wissen das doch, der Bauherr, die wissen das doch, wir wissen das doch. Das heißt, da steht kein dem anderen an der Face, an der Realisation, also vom Beifuhren, ich denke, Kamion oder was weiß ich, das ist ja immer ein großes Projekt, aber steht auch kein in den Männern am Weg, das ist das, was ich will freuen. Wir werden das dort probieren, bestmöglich zu lesen, denn egal wie das ganze Projekt Commerce und Marquise realisiert wird, das egal wie ein schweres Chantier, was die Installation des Chantier angeht, ob du einen Kran 4 Drohnen abriefst oder ob es Kran Hannen Drohnen abriefst. Ich weiß, dass man schon drüber geschwärzt und Hannen Drohnen hast du noch die kleine Parking, den in aller Limite nutzen. Du hast aber auch den Gart vom Hotel du Commerce früher, wo ein bisschen Platz ist für einen Kran zu installieren. Du hast die Straße, die ist relativ eng, aber die Straße, die ist ja auch wird am Kader vom Chantier auch nicht abgehen. Das heißt, die kannst du auch noch mit integrieren an die Arbeiten. Wir meinen schon, dass es möglich ist, die Chantier auch parallel laufen zu tun. Aber die genaue Konstellation, von wie das Chantier installiert wird, also es wird natürlich auch der Promoteur muss sonst mal auch proposieren, man da ist zusammen dann auch aufsetzen. Aber wir meinen schon, dass wir da eine Lösung finden. Vergessen, dass den Projekt, wo man gerade gestimmt und den an der Konzis war, den als Schüster handelt. Ja, dafür so scheint das alles so an die Mecke. Ja. Ricardo. Ja, also, merci. Wir freuen uns dann auf die Arbeitssitzung, wo wir dann können verstehen, gesehen wird dann an unserer Parzelle, da wird geschehen, weil dann sollen wir einfach alles beinehmen, an überall vorkommen, weil auch von 3, die blockiert sind wir da gespannt, wird dann an unserer Parzelle geschieht, weil wenn wir schon da NRW sind, dann sollen wir den Moment vielleicht nutzen, für eben mit diesem Projekt, also Projekt Marquise, dann dafür zu setzen, dann mit du wirst du wahrscheinlich schon eine Arbeitssitzung mehr im Detail oder auf jeden Fall auch einen Zeitplan zeichnen, wie umfangen die ganze Karte sich entwickelt wird, weil das nicht, also ich bin froh, dass du das gesagt hast, weil du hast auch gesagt, dass die ganze Karte, die man da visieren müssen, sind auch gespannt, wie eben die Parzelle von der Marquise auch mit visiert geht an dem ganzen Projekt. Der Vorteil bei der Seite von der Petite Marquise ist den, dass die archäologischen Arbeiten dort aufgeschlossen sind. Und auf der anderen Seite beim Commerce, da müssen sie recht aufhängen. Das heißt, die können da recht aufhängen, wenn die Fassade fordert. Sie ist baufällig, du hast auch dezidiert, dass sie aufgeraubt gehen und da ist noch nicht geschafft gehen. Und der Fassade verschlüsselt. Ja, genau. Andere Munde schon. Also, auch von der Savos, die Vertreter vom INRA, gehen doch schon davon aus, dass sie das eine oder andere fanden, aber nicht, dass sie nach einem zweiten Entree von dem fanden, was der anderen Seite von tun. Da müssen sie natürlich sur Platz gucken, und das ist an einem gewissen Timing, als das enkadriert. Und der Promoteur hat doch mit dem Contrat de Reservation mal für ein Jahr, sodass es da auch einen gewissen Delay gibt, den trotzdem auch muss angehalten gehen. Und die wissen auch, dass ein Innerer auch noch schafft. Sodass mir aber do trotzdem die Idee ist schon die, weil wir brauchen ja technische Synergien zwischen den zwei Projekten, für das Ganze zu realisieren, weil wir können an den Boden gehen, sodass man muss probieren, für technische Sachen noch zusammen zu machen, für auch die ganze Energieversorgung etc. an den zwei Gebäuden auch zu assurieren. Voilà, wir gucken an der Arbeitssitzung,
zu summen mit dir effektiv über die ganzen Evaluierungen, die du aktuell am Raum stehen, wir sind auf der Seite von der Petite Marquise noch nicht am Punkt, wo wir eine Modifikation punktuell an der Arbeitssitzung von dem PHP können präsentieren. Das kann ich aber schon sagen. Da geht es mehr darum, zu gucken, wie wir zu summen mit den verschiedenen Akteuren, die dort impliziert sind, wie wir hier kommen. Gut, da gebe ich auch die Modifikation punktuell vom PHP Place du Marché zum Wortbringen, wenn das du was verstanden. Das ist dann auch unanim. Informationen. War vierdrun kurz ugeklungen, mir hun wie geplant eng Tiny Forest an der Rue de la Chapelle an Platz gesagt, do wo freier die kleinen Spielplatz war, die bisschen an den Alter kommen als effektiv zu summen mit als Vierstadt an dem Britta an Kooperation mit den Jugendpomscheen, aber auch enger Klasse aus der Millermoller Schule. Als du die Tiny Forest gepflanzt gehen, da sind rund 200 kleine Bämascher, die du gesagt haben, die aber auch zum Teil werden können richtig groß gehen. Die können ich das gerne gehen, dass man einen Panno auch gemerkt gehen, für das eine Explikation hat, für was das ein Tiny Forest gut ist, für eben auch die Luftqualität an den Kartien zu verbessern und auch Biodiversitäts Kriterien auch anzuhalten. Voilà. Die Spielplatz, die da war, die geht durch einen Großspielplatz an den Ort der Gerd auf Fußweg von da ersatz. Wir haben da eine echte Skizze von der Spielplatz. Die Leute heute das noch nicht definitives. Wir sind am Gang, da Offeren ranzuholen von 3 Betrieben und da können wir auch da weiterkommen, weil da werden wir können noch Subsidien aufholen, für das wir das können proper erreichen. Da wird nächste Mittwoch die irländische Ministerstaatssekretär von der Santé wird am Kader von dem St. Patrick's Day auf Lützeburg kommen und die Ambassadrice aus Irland zu Lützeburg, Jean MacDonald, hat uns darüber angeschwärzt, ob wir auch eine Visite zu ihr nach Matthias organisieren. Das war alles an einem Kader, wo es mit der Woche war, der Tisch. Wir hatten die Stadt Luzau kommen gelos. Ich kann mir vorstellen, dass es mir schwer ist, vielleicht für den einen oder den anderen für dabei zu sein. Wir haben einen Aufspruch mit der Ambassade aus Irland, auch Vertreter vom Willy Bordus Bauverein gefragt, ob sie wollen dabei sein. Und da werden auch 3 Vertreter vom Willy Bordus Bauverein dabei sein. Wenn du nach den einen oder den anderen von ihr kann, von zwischen 11 und 1 Uhr dabei sein, dann geht es just Bescheid, weil wir haben da auch eine kleine Kollation an dem Dünzel nach 4 gesehen. Voilà, die Kommission des Loyers hatte ich viel schon angeschwärzt. Das ist dann etwas, wo du effektiv mit den Fraktionen mitholen, dass er da Vertreter auch nennt, dass wir die Kommission des Loyers auch können en place setzen. Voilà. Dann hat man weitere Chancen mit den Vertretern von dem Sirsch, just für Richtung Feedback zu gehen. Das waren ganz gute Gespräche, wo wir Martinen aufgemacht haben, dass sie sich mit der Nordstadtjugend treffen am Laufe von dem Monat März und dass wir dann Ende März in Richtung gehen für eine Resiliation der Common Accord unterschreiben, wo wir schon eng Zusammenarbeit mit der Nordstadtjugend aktivieren, wo wir da gucken, dass wir den Übergang von der aktuellen ASBL an Nordstadtjugend ASBL so gut wie möglich auch für alle konzerniert auch so adaptiert wie möglich hinkriegen. Dann sind wir vom Bâtiment Public gefragt gehen, für ein Accord de Prinzip zu gehen zu einem Projekt von dem Ersternacher Lycée, den handelt dem Parking Akak, als der Lycée hat die Volontät für die Autos aus dem Abteilshaf rauszukriegen, an die Autos handelt der Parking Akak auf den aktuellen Sportsterrain zu setzen, will sein Sportsterrain Minot und sein Sportshall vom Lycée holen. Wir hatten da kurz auch geschwärzt an der Arbeitssitzung, die wir letzte Woche hatten. Dafür eine Indikation, dass wir natürlich ein Akkord de Prinzip gehen und dass wir durch Synergien sichern, für von dem Parking auch außerhalb von der Schulzeiten können zu profitieren.
Dann hat den Repräsentant von Go-Konzept, den de Bar See geriert. De Pier 75 geriert, hat uns gefragt für die Konstruktion, die lo am Winter auf dem Seestung, für die können eventuell stehen zu lassen, für einen zusätzlichen Iverdach zu haben. Und wir haben da einen Akkord gegeben, dass der Iverdach kann stehen bleiben, wollten nicht natürlich als Feedback geben, von der Druck angeschwert wird. Das soll nicht dieselbe Chalet sein, den so aus wie am Winter. Aber wir haben gefragt, dass da auch eine Holzverkleidung trotzdem soll auch matt geholt gehen. Aber da kann ich vielleicht die Sit auch, so gut, wenn wieder ein bisschen mehr schlecht ist, noch ein bisschen mehr nutzen. Und dann haben wir ein Courrier in Relation mit unseren Pubellen à tout Ménage rausgeschickt, dass du drin gegangen, dass man nach ein paar Pubellen im Territoire von der Stadt Dirstein noch die noch nicht gechippt waren. Die sind wir an zwei Sachen haben wir gemacht. Einerseits haben wir die Courrier à tout Ménage gemacht, für das jeder geguckt, ob sein Pubel gechippt ist. Und wir haben den Exploitant, den Pubelle wäschhält, haben wir gefragt, für bei der Kollekt am Februar auch selber zu kontrollieren, ob Chippen da sind. Voilà. Dafür vielleicht die Explikation, die sieht vielleicht auch drauf geschwärzt gehen, jeder Rekrut den Courrier ich hoffe, dass du jeder noch kontrolliert wird, weil problematisch ist nämlich da, wenn ein Pubel nicht gechippt ist, da riskiert es in fine nicht mehr aufgeholt zu gehen. Oder also idle gemacht zu gehen, nicht aufgeholt, idle gemacht. Voilà, dafür haben wir das verschickt, für das du jeder das kontrolliert. Und dann werden wir eine Appell à Kandidatur machen für ihre Posten am Service Bâtiment. Das ist so, dass als Responsable von dem Service Bâtiment wird zurück schaffen kommen, nach ihrem Congé parental. Und das für 75%. Und dass wir eine zweite Person am Service Bâtiment haben, die lo aufgegangen ist auf 50%. Das heißt, wir haben sich ein A1 25% zu ersetzen und ein B1 50% zu ersetzen. Und wir wollten so viel gehen, dass wir eine Appell à Kandidatur machen von einem A2 oder einem B1 für eine Person zu 100% zu sichern. Just dass ihr wisst, dass wir da den Appell à Kandidatur machen, da das für nicht, was man muss stimmen. Mit der selbst wird man an Zeitung da gehen und das doch gestimmt, dass an Dono könnt dann das schon geschieht genau und das Weekend war dran. Nee. Was sind andere Namen? Das ist der B1. Funktionär Am Servicetechnik, Ja. den administrativ abmischt. Ja. Okay. Ja, nee, weil den Zusätzlich. die Tage stehen. Ja, mit denen ist an Pension gegangen. Ja, der B1 das in den man noch hatten, den ausgeschrieben gouf an den Posten, den man lo öffentlich gemacht haben, wo man nach Posten effektiv oppo, weil ihn an Pension gegangen ist. Weil der Teuer ist von in neuen vier die Prozentsätze und Personal, die es am Moment fehlen, zu ersetzen, wo man dann eine Kreation de Post auf Werte machen, nur dem dass man do die Leute auch gesehen haben. Wie das den zum Deel ein, das wird doch ein. Das zum Deel A1, zum Deel B1, wir haben gesagt, wir geben A2 a B1 ausschreiben. Und dann gucken wir, was wir an Kandidaturen erklären. Informationen. Es sind noch immer an der Vakanz. An der Vakanz oder? An der Vakanz. Noch nicht gekommen. Wat den Hospice belangt, du sind der letzte Woche aus den am Gang Interessementsarbeit zu machen und sie fänken am Rehbau so gut dann am Fungo d'Extension vom Hospice für die 52 Zimmern und so gut wie das Logement sozial 6 Appartementer an der Rue de l'Hôpital. Geht das lo. Ja. Gut, sonst keine Informationen. Okay. Gut, dann kommen wir bei Punkt 8 bei Frauen. Die erste Frau Ragin war die Gring.
Ja, merci. Ich komme eigentlich schon beim Früh weg. Aus dem Dezember schon aus der Budgetsdebatte habe ich da meine Intervention abgeworfen. Das war aber auch nicht die erste Kehr, die schon in den letzten Jahren gefragt gehabt. Und da geht es darum, für eigentlich auch nicht nur die Oppositionsarbeit, mehr im Großen und Ganzen von alten Conseillen, der Interventionen hier am Gemeinderat auch ein bisschen mehr visibel zu machen. Trassbar machen nach außen hin. Oft als dann dem Moment gesagt gehen, ja, also Erfahrung gemacht gehen, dass es dann mittlerweile auch gefilmt wird, aber das aber nicht dasselbe ist, wie man natürlich ein Papaya hört, wo ich nochmal ein Apps kann null lesen gehen. Und mittlerweile hat Technik hier auch evoluiert, dass eben da vielleicht Männer da hört, wie das noch für uns 10 Jahre gewirrscht wäre, für da am Gemengeburt wissen, mal nicht bis an das Detail, aber dass ich wenigstens auch mal eine Intervention von verschiedenen Conseillen dann auch an der Verständlichkeit von der Diskussion, die aufkommt, auch zurückzufahren. Und das natürlich für das ein bisschen zu erklären, ob der Schafferrot bereit wäre, in Zukunft dafür zu sorgen, dass die Frauen und die Interventionen von den Conseillen inklusive von der Opposition auch am Gemeinderat mit komplett dokumentiert wird und eventuell auch nachzudenken über ein Format, wo alle Parteien am Gemeinderat regelmäßig können ihre Standpunkt am Gemeinderat durchlegen. Für das denke ich kurz zu erklären, du hast einer Gemeinderat, wo mehr kleinen Gemengen auch an der Römer ist für Loberdorf nicht zu nennen, Rosburg Mompesch, wo ihn auch einmal ein bisschen mehr einen politischen Teil zurückfindet, Diskussionen, wo die Leute da draußen auch mitkriegen, dass nicht alles, wie Heinz so gesagt wird, unanim durchgeht, aber auch wenn man mitstimmen, dass sie aber auch sich verschiedene Evaluierungen dazu mischt. Gut, merci für die Frage, die hast du effektiv nicht neu. Gëtt mir awer Gelegenheet fir och bëssen dëze wie mal an de lechte Meint als Kommunikationun oder generell als Arbeitsschreibannen ugepasst hunn. Ich mein, du war jo pu Demande vun Ärer Seite an der Budgetsitzung am hunn op die Demande noch an den lechte Meint probéiert ze reagieren. Mir hat jo untertan zu Arbeitssitzungen an mir probéiere wieder doch gefrot huet, dat och weiter auszubauen. Die 3 Rapporten, die man haut op de Morde du jour hat, hat man auch net immer alle Morde du jour. Sodass du auch Gelegenheit gibt für verschiedene Diskussionen Haibannen noch öffentlich zu feiern, die man vielleicht sonst nicht gefordert tun. Kommissionen und Arbeitsgruppen, die haben wir auch relanciert mit verschiedenen Gruppen noch neue Sujets gehen, für zu avisieren. Und dann für das Grand Publikum haben wir auch eine Reihe Versammlungen geplant. Unter anderem, das hat Marisch gesagt, zu der Mobilität, wo wir mit vom Jahr wollen eine große Informationsversammlung machen, aber auch eine größere Informationsversammlung, wo die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse von den Ausgründungen von der Petite Marquise erklärt gehen, aber auch wollen machen. Darüber heraus sind wir als Schafferrot auch unabhängig von den Gemeinderatssitzungen für ihr natürlich auch disponibel, aber auch für Bürger, die Fragen an uns stellen. Ich war ganz froh, Carol, wie du zum Beispiel auch an einem Echange über deine Arbeitssitzung nur gefragt hast, weil an der Lützeburger Straße ist, das effektiv dann also fand ich gut, wenn der nachfragt, weil die geht auch gefragt als Gemeinderatsmember, wie weit gehen da Bäume wäsch gemacht und wenn mir hier dann die Antworten können gehen, da können die Rückspruch von der Gemeinde sehen, für du einen Bürger, den das nachfragt, auch können zu beantworten. Das heißt, das von Point Chaussee relativ lang am Vierhaus geplant gewirrscht und das konnte man ja tun. Ich meine, wir hatten telefoniert und ich konnte die auch noch eine Dokumentation dazu schicken. Bei den Gemeinderatssitzungen gehen, haben wir uns mit der Aufnahme haben wir uns die maximalste Kommunikation Methode, die möglich ist, weil ihn einfach zu allem Moment, und das ist nicht nur, dass ihn immer die ganze Sitzung muss gucken, zu den zu allem Moment dort Möglichkeit für sich konkret rauszusichern, welchen Punkt von einer Gemeinderatssitzung will nur lauschen, dass nicht jeder den 2 Stunden oder 3 Stunden will nur lauschen, wird man halt diskutieren und dann noch ein Punkt kann raussichern. Wir haben am Gemengenblatt sich seit Jahren, das war auch schon für der heute Koalition so der Prosch, dass
e kurze Bericht von der Gemengerotssitzungen reproduziert wird. Da tun wir als aktuelle Schafferrot auch so Fero gefordert an die Kurzberichte, die gehen auch ob ein faktuell an objektiv derweise durchgelöscht. Es geht darum zu weisen, wer das als Punkt op dem Morde du jour gewircht, wer das desideiert gin oder Approbationen, die man gemacht hun. Dat wird man am Gemeindeblatt nach net dran hun, das vielleicht der Indikation auch, dass het auch ein Video gött, das Schnur geguckt hun, dat kennt den effektiv auch innen nach dabei schreiben, am hun noch an verschiedene Rapporten hu effektiv Informationen, wo man indikiert, wer eng Sujeten nach ugeschwert goufen, aber oni auch do weiter groß an den Detail zu go an. Ich gebe sich proposieren, dass man bei der neutraler Approche verbleiben. Ich meine, das ist eine Decision von allgemein, die auch als Schafferrot hält, und das integrieren wird zu welchem Sujet das frohe Gestalt goufe, weil wann dann nämlich Sujet ist, den ihn interessiert, da kann ihn effektiv de genaue Wording no go. Schon interessanterweise so wie doch mat engem Bojameesterkolleg geschwert, die genau die Formel die du genannt hast, wo dann alles mot pour mot reproduziert gött. Auch dat kann zu Konflikte an den Gemenge feieren. Mir hun dat lo net. Mir sind noch der Meinung, dass man dodurch, dass man die Opnahme ha hun, wo sech de genaue Wording am Ton, am Bild so reproduziert tun, und dafür werden wir uns weiterhin dabei bleiben, dass wir die Kurzberichte an unserem Gemeindeblatt machen, und dass wir uns die politische Kommunikation, die alle Parteien hier machen, jeder einem Einzel evaluieren, dass das für jeden selber ist, und dass wir gucken, dass wir die Punkte, die wir am Gemeinderat dezidieren, dass wir die abfeiern, aber dass wir uns die politische Debatte mit dem Sujet indikieren, aber nicht an dem Resümee verdieven, aber dass wir durch jeden invitieren, den das will nur gucken, effektiv auch das Video zu gucken. Also der Punkt Question ist ja schon ein Punkt Ordre du jour, an der genau nicht annimmt am Board, wenn du da siehst, dass du dann aber den Punkt abfeierst an Themen, die ungeschwärzt sind, das wäre für mich auf jeden Fall das Minimum. Voilà, und dann wir kommen darüber zurück. Voilà. Aber das ist ein Punkt vom Ordre du jour, dass dann aber wenigstens auch abgefordert wird. Mhm. Ja. Ja, das machen wir, dass wir Sujeten indikieren. Also, wenn eine Franz auf dem Video gemeldet fand ich auch. Das kann ich innen drauf schreiben. Also, ich weiß nicht, wie also, so einfach, also ergonomisch wie möglich, weil wenn du dann effektiv auf dem YouTube-Video kennst, so ein Schlummel, da sagst du ja quasi zu allen Punkten, wo drauf steht, so, musst du quasi. Das alles. Guck nochmal so. Das kriegen wir hin. Nee, ich meine, das ist schon so, dass du kannst den Punkt wählen gehen. Ich weiß schon nicht, wie es geht. Also das ist ganz ehrlich. Ich gucke mal. Wir haben ein Video, wo wir erklären, wie es funktioniert. Wir wissen, wenig können Lob hatten. In den draußen, wenn das dann zerschnitten ist und zu all froh, der Punkt, der QR-Code, das wäre schon ein... Nee, das machen wir nicht. Du gibst den QR-Code auf dem Video und da kannst du da... Ja. Ich bin hauttechnisch, weil es schon... Nee, kannst du keinen 100 QR-Code. Wir probieren Sujet von Komm nach 5 Jahren. sind Leute interessiert mich ja nicht, und da können sie gucken oder nicht. Wenn man ein Sujet von der Frau, wie gesagt, da sind Leute interessiert mich. Da kommen wir vor von der CSV. Die ist was vom Vereinshaus, die laufen drunter schon hier. Das Galten wird ja nicht mehr am Vereinshaus sein, und mit Busmen und Infrastrukturen für die Vereine, die bleibt aber weiterhin bestehen. Dafür hat man vorhin gehen konkret Pläne, was in Zukunft so am Vereinshaus geschehen. Ja, merci für die Frage, dass effektiv es wird durch uns als Gemeinde noch viele Vereine interessiert, was mit dem Vereinshaus geschieht. Das Vereinshaus ist ja im Besitz vom Kirchenfonds, an an der Proprietät, die war lange Jahren auch
viele Vereine an noch der Gemeng als Austragungsort gedingt für Versammlungen, für Fester, Theater oder sonst Evenementer. Und nächster Stelle ist natürlich proprietär für zu dezidieren, was du am Saal geschehen soll, natürlich ob soll Renovationen kommen oder ob es soll das ganze Haus verkauft gehen. Dafür riecht er froh sich an nächster Stelle nicht direkt und Gemeng, mehr und Vertreter von dem Kirchenfonds. Dafür gebe ich vielleicht ein froh direkt zurückstellen, und ob dir du mehr Informationen hast, was mit dem Vereinshaus soll geschehen, weil mir haben die letzte Zeit keine weiteren Informationen gekriegt. Dafür gebe ich die froh vielleicht zurückstellen. Ich stelle froh, für, wie gesagt, wenn wir mehr Informationen wollen kriegen, wir nicht mehr Informationen. Okay. Wäre sicher interessant für die ganze Diskussion nicht zu relancieren, weil das für mich auch ein bisschen so ein Herzstück von ihr schon nach wird umgangen ist, bis die Arbeit zu verkommen. Und da soll ich gucken, wie den flotte Projekt draus möchte. Dann Gemeinde ist immer offen, für darüber zu diskutieren. Das ist, wenn dir da ein Kehr Kontakt hat, ganz gerne für die Diskussion nach zu lancieren. Ja. Also, ich kann nicht so, was unser Wissensstand war als Last, aber nachher das nicht um uns zu dezidieren, was mit dem Vereinshaus direkt geschieht. Es waren Evaluierungen da für die ganzen Areale hinter dem Dächenshaus eventuell zu veräußern. Wir waren als Gemeinde 2024 am Échange mit Vertretern von der Education nationale, die auch im Moment Interesse hatten, für das Site auch zu nutzen, für auch Jugendwohnen oder Gruppe von Jugendlichen do, vielleicht neue Projekte zu machen. Demals sollte do weiter Kontakte zwischen der Education und dem Bistum hergestellt gehen. Das sind aber Kontakte nachher, wo wir als nicht, weil wir nicht proprietär sind von dem Site, nicht Akteur waren. Das, was wir aber demals gemacht hatten, das ist, dass wir uns proposiert tun, dass es wichtig wäre, auch mit dem INPA an die ganze Infrastruktur zu gehen. Und wir hatten dann als Gemeinde am Anfang proposiert, dass ein Rendezvous mit dem INPA sur place organisiert gehen. Das war Ende 2024, wo dann noch ein Tour durch Räumlichkeiten gemacht ist. Und das aus sich an der Suite von dem Tour, den wir durch Räumlichkeiten gemacht haben, dass wir auch nachher gesehen haben, erwähnen, schwierigen Zustand Scouten auch nach Versammlungen machen. Und am Anfang war nur für uns klar, dass man auch nicht könnte werden, bis eine neue Infrastruktur gebaut ist, mit dass man da eine Solution müsste finden und dass man dann am Anfang die Solution beim Hihof für Scouten gesicht haben. Wir haben aber seitdem, par rapport zu einem Projekt von dem Vereinshaus, von Seite von den Proprietären, es ist nicht mehr uns rückgedroht gehen. Ne? Wenn du Diskussionen mit der Gemeinde gefragt sind, dann sind wir da auch ganz offen. Ich meine, der Vereinssaal am Vereinshaus als etwas, was auch an dem Interesse von der Stadt Dierstein ist. Es war im Moment am Raum, ob die Stadt Dierstein auch nicht den ganzen Sitz kaufen kann. Ich so nicht ganz ehrlich, dass das etwas, was im Moment an den Mäuern von der Gemeinde nicht unbedingt do ass. Ich mein, dat doch der virchte Schaffer hat nicht gemacht. Sind der Moment schwierig. Et kann in awer selbst wie mir lo machen mit anderen Akteuren a Verbindung treten. Ich meine, mir hun do wenn sie auch Kontakt mit enger AIS gesicht, mir do wenn sie auch Kontakt mit dem Front du Logement gesicht, mit enger HBM gesicht, und dat kann ha auch der Proprietär vu senge Seiten aus machen. Dafür, wenn dir du mehr Informationen hast oder wenn du demandest, für mit der Gemeinde auch einen Kontakt zu treten, dann müsste der Kirchenfonds das effektiv für sich aus auch machen. Laurent, das müsste der Präsident vom Kanzler, Herr Fernand-Bode, freuen. Ja, mit das, ich mich gefragt, ob hatten Sie nicht ein Propos, wenn das Gemeinde abkaufen, wenn nicht die Mond, dass du eine Diskussion war mit der Gemeinde. Das ist eine Diskussion mit der Gemeinde über wen als Proprietär von dem Terrain, wo das Gedächtnishaus drauf steht. Das ist auch schon lange, die Diskussion. Ja, das war die hat ja schon seit 10 Jahren. Ja.
Die hat doch schon die vier Chef oder Ja, ja. Aber mir die letzte Zeit mir keine konkrete Diskussion über alle was geschieht mit dem Vereinshaus, weil das muss an erster Linie trotzdem vom Proprietären gehen. Ja? Also wir können da nicht aus dem Moment eine Decision holen, was mit dem Vereinshaus soll geschehen. Wie gesagt, ich meine, dass das wichtig war für den Impact, das auf Platz zu holen, weil das ein schützenswert Gebäude, da sind verschiedene Elemente, die müssen erhalten gehen, andere nicht. Und dafür haben wir gesagt, hey, wir holen trotzdem die Initiative, mit dir zusammen da durchzugehen. Mit darüber heraus können wir nicht die Entscheidung holen, wenn da unser Budget guckt, an auch die Expertise immobiliär, die du gemacht hast, an auch sachant, dass nicht nur ein Kaufpreis gibt, mir auch noch ein Renovationspreis haben drin. Ne? Also den letzten Stand, wo ich mich kann erinnern, das war das Gemeinde am Anfang gesagt hat, dass wir nicht die finanziellen Möglichkeiten hätten, für zu kaufen. Ja? Dass ich mir den Ball aufgehen an den Schmengen, der Zeitpunkt hat man am Staat abgeholt, auch zu gucken, ob der Staat vielleicht interessiert wäre, für da abzukaufen. Das ist ja relativ groß, aber mit Häuser etc. etc. Also es steht nur nicht dran mehr. Ich musste mal aufhängen an der Rue Alpha Weiher. Sind wir am Februar, das muss man ausdrücklich begrüßen. Da sind kontinuierlich Kontrolle gemacht. Also das funktioniert immens gut. Also sind kontinuierlich am Lebensplatz verstopft. Und seitdem, also rennt kein mehr, verweigern. Da sind auch ganz viele Bürger, die dann aus der Straße wohnen. Also das hat für uns haben sie auch wehgetan, weil sie selber betroffen haben, aber seitdem als mehr ruhig geht. Ich weiß nicht, ob das von der Initiative ausgegangen ist, oder von der Polizei ausgegangen ist, aber auf jeden Fall hat das funktioniert. Nämlich Aktion kennt den effektiver noch agiert oder an der Rue Charlie testen, weil er ist zugedrungen zum Mulz und der agiert die Eich, die da wohnen, so das schon alarmant, wie viele Autos da durchfahren, die vielleicht nicht agieren, und zweitens, wie sehr sie da durchfahren, die ist ein Dürbel in den Fraktionen, die wollte just einfach die Message weitergehen. An der Rue Charlie, da hat man schon das letzte Jahr gefragt, wegen muss man an der Kreuzung absetzen, also Kontrollen hilft natürlich immer mehr, ich würde einfach generell fragen, wo Evaluierungen da sind, Punkte Kreuzung bei der Rue Charlie, weil wir wissen, dass so viel kann da sind. Das ist ein ganz wichtig Frage. Wir haben alle 2 Monate ein fixes Rendezvous am Chefrat mit der Polizei, wo sich der Verkehr und auch Kontrollen immer ein Sujet ist, wo wir effektiv fragen, für Kontrollen auf der einen oder der anderen Platz zu machen. Und am Alpha Weiher hat man sich noch eine Reihe von Reklamationen, die von Bürgern rankommen, sind effektiv auch nach einmal gefragt, für da gezielte Kontrollen zu machen. Aber wenn die da gemacht werden, dann ist das ja auch positiv. Ja, wenn du das eigentlich kontinuierlich aus über Wochen. An der Rue Charlie, was ja dann eine Nationalstraße ist, sind auch schon Kontrollen gemacht gehen. Wir können aber da gerne nachfragen, wie die letzte gemacht gehen. Also durch der Gerd. Das ist natürlich ein anderer Status, weil du der, wo sich gut durchfahren, das ist eine Anliegerstraße, das ist keine Durchfahrtsstraße, sodass das effektiv gar nicht erlaubt ist, für da durchzufahren. Wir gehen das weiter, dass du auch mal punktuell soll kontrolliert gehen, hauptsächlich auch wenn überhaupt da durchführt, weil wenn das als Aufkürzung genutzt wird, das ist nicht richtig, kann auch von der Polizei natürlich geahnt gehen, wie das natürlich auch. Bei der Rue Charlie, da ist es so, dass man den innersten Teil von der Rue Charlie, den in Richtung von der Schule geht, weil du hast ein ganz kleines Stück von der Rue Charlie, den nach innen bis bei der Schule geht. Daraus haben wir einen Sackgasse gemacht, für das die Zirkulation abhält von den Leuten, die aufkürzen zwischen der Rue Ermesinde und der Rue de la Gare innen. Das heißt, du kannst den nicht mehr von der Rue Ermesinde rauf, es muss rundherum fahren, für bei der Schule zu kommen. Und für den Rest von der Rue Charlie,
Hummer us sech mat als dem Büro d'études ze Summe geguckt, ob en do an dem Areal den 100 ab dem Kirfecht bis bei am Punkt Bildschule, ob en do net kennt lo fir die Zeit, wo man an net an die mit Lastwurträger geschwert, wo man auch net do eng Entlastungsstroß hunn am große nationale Projekt, ob en do net kennt eng 30er Zone draus mache, weil am Moment dat eng 50er Zone op enger Nationalstroß an die Idee war de fir eng 30er Zone zu machen. Da hummer als Gedanke gemacht, weil eng Nationalstroß ass, si wir aber als echt auch op Chaussee durchgangen oder das Mobilitätsminister für ein Akkord de Prinzip zu prinzipiell von 50 auf 30 zu gehen. Das haben wir mit letztes Jahr gemacht. Wir konnten Ugangs des Jahr do einen prinzipiellen Akkord de Prinzip. Und mit dem Akkord de Prinzip waren wir mit einer Evaluierung für ein Projekt an Mobilitätskommission. Die Mobilitätskommission, die hat am letzten Monat do ein Projekt von AS4 gelöscht kriegt, die von einem Büro d'études präpariert gouf. Und wir werden do nach später das am Gange sind, den zu präparieren. Wir werden do nach auf ihren Avis, weil wir haben just eine Permission de voirie de Prinzip, wir haben nicht ein validiertes Projekt, aber so dass uns die nächste Etappe, die war mit dem Avis von der Mobilitätskommission, do konkret und der Umsetzung von der Zone 30 zu schaffen. Und was geht es da? Es geht uns hauptsächlich Ströms für verkehrsberuhigend Elemente do an den Areal zwischen Kirfecht an der Spielschule zu setzen, an auch zu gucken, ob man do mit Berliner Kissen noch schaffen, für das der Verkehr do beruhigt wird, notamment wenn es der Schule und auch wenn es der Zirkulation von so viel Kanner, die do op der Voie Charlie sind. Und das, wie gesagt, für aber nach eine Mesure zu holen, eher das den Reaménagement von der Voie Charlie könnt, weil wir wissen ja, haut, dass das Recht für Not 2029 ist, sodass aber nach ein paar Jahren die Situation da so wird sind. Am Schule wird ja auch nach ein paar Jahren da sind. Dafür haben wir uns aber Gedanken gemacht, wie wir das ganze Areal rund um Kirfecht an der Schule da können verkehrsberuhigt gestalten. Voilà. Können wir das Sens recommandé auch hochfallen? Mhm. Effektiv. Ja, die dritte Frage, das Shopping-Projekt hat früher steht finanzieren, du hast auch die geplante Soft-Opening, die Outlet, ich wollte mal freuen, wir wollten freuen, was ob die Chefro seit kennt, mehr genug Informationen zu Opening gehen, wie soll das ausgesehen, ich meine, wie viel Stück, wie viele Geschäfte werden betroffen. Ja, also als Kontrakte mit den Proprietären, die sind ja Ende Februar ausgelaufen. Wir hatten einen Kontrakter schon mit Proprietären gemacht. Und wir haben, so wie wir doch indikiert hatten, mit einem externen Lützeburger zusammen Verhandlungen mit den Proprietären abgeholt, sodass wir 2 Jahreskontrakte machen. Das ist der Deal, den uns betrifft. Und da sind wir auch gut am Gange mit verschiedenen Pop-up-Beluschen und konnten ab 1. März direkt weiterführen. Wir haben auch schon echt Kontrakte, also Verhandlungen aufgeschlossen und auch schon echt Kontrakte unterschrieben. Wir wollten die Kontrakte bündeln und dann zusammen noch mal an den Gemeinderat bringen und dann auch schon echt neue Pop-up-Kontrakte auch schon unterschrieben. Mit interessanterweise auch neue Demande gekriegt für Pop-upen, auch ganz neue, die noch gar nicht mit dieser Verbindung waren. Jill Rodriguez wat das wie mat mcht, weil die lachte am Congé hunlo haut net, wir konnten de Poinmarté machen mit die lachte Feedback, den ich von ihm hatte, dass das man méi demand hun wie man surfassen hun, so dass dat gut war. Wir hatten Lachtkeier schon auch nach einker den Term vom Soft Opening nach ein erklärt als Evaluierung aus day, dass man de Pop-up-Projekt weiterfeieren und dass wir am Lauf von diesem Jahr bestenfalls echt Outlet machen schon können installieren oder implantieren. An die Outlet machen die sind nicht da. Das geht darum, dass eine Gruppe von 5-6 Outlet machen sich schon geben an die Surfassen niederlassen. Da tun wir auch immer geplant mit den Konventionen zusammen. Wir haben Pop-up-Konventionen, das immer fair meint, sodass wir da eine gewisse Flexibilität tun, wenn wir eine Markt hätten, die Welt ab dem Tag X kommen.
Wir hatten do, also Bruder hat uns do die letzte Kehr, wo wir gesehen haben, hatten uns von September geschwärzt. Das heißt, am Anfang war es Juni, wo echt machen könnte kommen. Der letzte Stand war September. Und das selbst wird man noch nicht weiter vertieft tun. Wir sind nur mal für uns am Gangen, die Kontrakte do zu festigen. Das heißt, für die Proprietären effektiv unheimlich zu bannen. Und ich muss sagen, das läuft ganz gut am Austausch mit dem, den sich dort bekümmert. Wir haben noch unter neue Proprietäre, mit denen wir auf Verhandlungen sind. Das heißt, wir werden mehr surfassen, haben höchstwahrscheinlich wie eng letztes Jahr, mit denen wir dann den Kontrakt von 2 Jahren werden unterschreiben. Und da legen wir dann die Basis für effektiv Hand und auch die Kontrakte mit den Outlet-Marken können zu machen. Und das ist die Wolle, die nicht an unserer Hand ist, aber wo wir uns beruhigen lassen. Und wir konzentrieren uns im Moment ganz klar darüber, für effektiv auch die Proprietären auch Planungssicherheit zu geben, mit ihnen die Kontrakte von 2 Jahren zu unterschreiben, an die echt Pop-Upen auch schon weiterzuführen. Und das ist das, was Anfangs März eigentlich relativ gut angelaufen ist. Wir wollen noch den einen oder den anderen Kontrakt. Es sind noch Verhandlungen mit den Proprietären. Ich muss sagen, das ist bis auch ganz gut und ganz gut an den Verhandlungen auch gelaufen. Das heißt, wir sind da bemüht, so sehr wie möglich alle gut die Kontrakte da auch mit ihnen zu unterschreiben. Die hat nach Frauen geschickt, auch über schriftlich Frauen. Du bist aber nicht fertig schon. Natürlich Feedback zu geben, dass er aber am Gange ist, mir das auch mit den Ruderes zu summen, weil das sind relativ viele Informationen. Du bist nicht am Kader von einer normalen Zeit. Du willst einen Job von nicht laufen, weil ich mal nachpassen. Ja, das war ja auch eine Idee für ein ein bisschen zu bündeln, weil so die gute Frauen, die Fläschchen, dummer drüber. Ja. Das ist das für ein Bild. Ganz viel just detailliert. Das ist doch ein bisschen Arbeit. Ja, ich weiß mit dafür von der Bild. Okay, gut. Dann könnte man das öffentliche Sitzung schließen. Und dann gebe ich noch eine schöne Wünsche. Merci.